Guten Morgen. Geht da was? Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne. Mr. Semcrovive, die hat schon sehr, sehr üppig mit Frühstück eindeckt. Der King of Barbecue ist auch schon wach, der Andi ist schon wach, auch wenn er, glaube ich, noch ein Bettbrei hat. Und der Ebbinghausen ist auch schon wach. Wunderschönen guten Morgen beieinander, wie geht's euch? Haben wir gut genächtigt? Haben wir ein schönes Wochenende bisher? Heute ist ja bei uns gewissermaßen ein bisschen Sauwetter. Das ist doch der ideale Zeitpunkt, um in eine bunte Welt vom Pokémon zum Schauen, oder? Bin ich da der Einzige. Bei Düster haben wir es in den letzten Wochen ja genug gehabt mit Elden Ring Morning, ha? Das ist im Bereich des Möglichen, glaube ich, dass wir ein bisschen am Farbanstrich gut brauchen können. Auch wenn es schon eine Zeit her ist. Wir haben schon vorher mal geschaut. Ich glaube, das letzte Mal haben wir vor 5 Wochen Pokémon gespielt oder so. Vor 5 oder vor 6 Wochen sogar. Schon ein bisschen her. Aber wird schon hinhauen. So lange schon her, ja. Elden Ring hat uns dezent beschäftigt. Ich war schon beim Sport, ich bin fertig. Oh, Respekt. Respekt, schön. Das ist schön so. Ich darf noch nicht. Ne? Ich muss noch eine Woche warten. Tatsächlich. Ja, ich habe die Freigabe fürs Laufen noch nicht. Aber schön. Schön, dass du dich da schon motiviert hast. Respekt. Muss man erst einmal schaffen an einem Samstagvormittag. Ne? Das muss man erst einmal schaffen. Naja, sonst hoffe ich, geht's Ihnen gut. Ich hoffe, dass ihr bisher ein angenehmes Wochenende gehabt habt und noch ein angenehmes Wochenende haben werdet. Und dass ich da vielleicht ein bisschen meinen Teil dazu beitragen kann. Müssen wir mal schauen. Ich flag nur im Bett am Rand. Recht hast, Andi. Tu dich nicht runter, schaust dir einmal vom Bett aus zu. Das macht es jetzt auch nicht unbedingt schlechter, wenn du mich fragst. Ich meine, wenn es wieder bei Enker so ist wie bei uns halt, dann verpasst halt nichts. Also, brauchst du nicht, oder? Bei uns regnt's, wie gesagt. Und, ja. Ich glaube, das ist halt tatsächlich einmal wieder so ein Tag, wo man weiß, okay, da kannst du auch mal beruhigt im Keller hocken. Und der Herr Kutzenfuß. Er ist schon da. Klar, wenn es natürlich um Pokémon geht, darf das Community-Pummeluft natürlich nicht fehlen. Das ist klar. Kutzenfuß Habitäre, einen wunderschönen guten Morgen. Bei uns ist heute auch eher so mehr. Ja, dann schon eher, dann. Das ist ja doppelt gut. Was ist denn passiert, dass du nicht darfst? Ich hab mir vor 3 Wochen das Außenband gerissen beim Tennis. Und es war jetzt eigentlich so gewesen, dass ich erhofft habe, dass ich dieses Wochenende bereits zu laufen anfangen darf. Ich habe aber leider letzte Woche einen kleinen Rückschlag gehabt. Da hat es nochmal einen Schub gegeben, da war es nochmal für 2-3 Tage ein bisschen schlimmer. Und jetzt hat meine Ärztin gesagt, du pass auf, wart lieber noch eine Woche bezüglich dieses Rückschlags. Deswegen muss ich jetzt die Woche quasi erstmal noch Stabi-Übungen machen. Ne? Also Stabilisierung, mit auf einem Fuß stehen, auf einem Fuß Zähne putzen, Handtücher unterlegen, mit zu den Augen auf einem Fuß stehen, einfach, dass das Band Stabilität kriegt. Und dann kommendes Wochenende, wenn bis dahin nichts schlimmer wurde oder was, oder es nicht wieder anfängt weh zum Tor, dann darf ich langsam anfangen zu laufen. Genau, das ist so quasi basically, ja, long story short. Ne? Ja, klar. Warum auch nicht?
Sei habe ich die Ehre, guten Morgen. Kaum kommt's Pummeluft daher, ist Anton auch nicht weit. Ne? Das ist irgendwie sehr schön. Habe ich die Ehre, guten Morgen. Ja, jetzt schneidt's wieder in jeden einer, ist eh klar. Birgit, habe ich die Ehre, guten Morgen. Pokémon gibt's, Aufsteh heute. Aufsteh. Ja, okay. Es ist fair. Ich bin jetzt aber ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht gehabt, dass jetzt bei Pokémon auf einmal so ein Andrang da ist. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber ist schön. Ah ne, passt gut auf, bei Bändern schnelle Genesung. Dankeschön. Ja, das Gröbste ist schon rum. Also, wie gesagt, ich kann ja schon wieder ganz normal gehen, an und für sich. Beim Treppensteigen merke ich es nur ein wenig tatsächlich. Also, da zwickt es noch. Aber ich gehe jetzt mittlerweile schon ohne Tape. Seit 2,5 Wochen eigentlich schon ohne Kruckern. Das sind jetzt so quasi der Feinschliff kommt jetzt dann langsam. Was heißt, nein, eigentlich kommt jetzt erst mal der Grobschliff, ne? Mit der ganzen Stabilisierung und so weiter. Aber ja, ich muss dazu sagen, ich habe diese Art von Bänderverletzung habe ich jetzt das 5. Mal. Gescheiter waren bin ich nicht, aber ne? Was tut man nicht alles? Ich habe nicht mal mitgekriegt, was gestreamt wird. Ich habe einfach ein Badzin reingeschmissen. Ja, heute gibt's da links, rechts, wie auch immer, von wo aus du das jetzt betrachten magst. Pokémon bei Bazi, Pflichtprogramm. Ja, ich hab's vorher gerade gesagt, es ist fucking 5 Wochen her, dass wir mit Pokémon gespielt haben. Knapp 6 Wochen sogar. Das mag man gar nicht glauben, aber wir waren jetzt eigentlich seit meiner Verletzung, also meine Verletzung ist jetzt am Sonntag 3 Wochen her. In den 3 Wochen haben wir Elden Ring gespielt, Tourschuhe, bis auf heute und halt letzten Stream. Und die Woche davor habe ich nur Bloodborne gespielt und die Woche davor, am Montag, war Pokémon noch, weil dann habe ich nämlich das Programm updaten müssen und das hätte zu lange gedauert. Deswegen, ne, also es wären jetzt tatsächlich 5 Wochen. Autsch, aber ja nur, dann weißt du ja damit umzugehen, leider Gottes. Ich hab so die eine oder andere Erfahrung mit dieser Verletzung, ja. Wobei ich sagen muss, hands down, von allen 5 Variationen, die ich jetzt gehabt habe, war diese die deutlich schnellere. Also die Methode, wie wir mit dieser Verletzung diesmal umgegangen haben, war mit Abstand die beste Art und Weise, wie man hätte umgehen können. Also normalerweise, wenn er beim Bundle kriegst, bin ich so 4-5 Wochen aus dem Gefecht gewesen. Und ich fange morgen quasi noch genau exakt 3 Wochen wieder das Arbeiten an. Also von daher war viel Bewegung mit Tape, ohne Schiene, tatsächlich das Beste, was ich bisher gemacht habe. Gut, einen Vorfall, den klammert man aus, weil da wo man Sprunggelenk braucht, hat derzeit nicht. Das hat obviously ein bisschen länger gedauert, aber das, sagen wir mal, von den 4 gleichen Fällen war der jetzt der schnellste tatsächlich. Es wird halt ein chilliger Stream, bin nur leicht K.O. von gestern, werd so alt wie sowas. Wie war's denn überhaupt bei Saltadio Mortis? Ich hab's gesehen, dass du im VIP-Bereich da rumgelungert bist. Also ich war nicht dort, aber ne, Social Media und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe ich inständig. Freunde der Sonne, Folgendes. Der eine oder andere mag ja jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, zu uns erst kürzlich dazugestoßen sein. Ne? Mit der Ebbinghausen zum Beispiel. Für die Leute, die noch nie bei einer Pokémon Hardcore-Nuzlocke bei mir auf dem Kanal dabei waren, das ist immer ganz, ganz geschickt für euch Zuschauer, weil bei mir ist es so quasi Tradition, dass regelmäßig Vorhersagen gemacht werden. Also mit Kanalpunkte und so weiter. Da werden sich meine Mods drum kümmern, hoffentlich. Wenn nicht, mache ich es selber. Und da könnt ihr Kanalpunkte investieren, um ein gewisses Ergebnis vorauszusagen. Ja? Das heißt, ihr habt bei Nuzlocke-Projekten, wie es bei diesem Projekt jetzt der Fall ist, die Chance, Kanalpunkte zum kriegen. Oder halt schnell zum Verlieren. Das machen wir eigentlich immer nur dann, wenn ihr halt ein Nuzlocke spielt. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Ich weiß nicht, wie ich da damals drauf gekommen bin. Aber ihr könnt da tatsächlich ein bisschen mitfiebern. Dann wird es für euch ein wenig interessanter. Ne? Für die Leute, die halt jetzt mit Pokémon vielleicht nicht so viel anfangen können, da mag ja auch der eine oder andere dabei sein. Das ist auch voll okay. Ein Nuzlocke ist im Endeffekt, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ist ein Pokémon durchspielen mit entsprechend schärferen Regeln. Also das ist nicht einfach so, ja, durchrennen und fertig.
Da gehört ein bisschen mehr dazu, das werdet ihr aber dann relativ schnell verstanden haben. Also nur mal ein Beispiel zum nehmen, wenn jetzt eins meiner Pokémon stirbt, dann ist es tot. Dann darf ich es nicht mehr hernehmen. Oder ich darf auch pro Routen nur ein Pokémon fangen. So. Oder das erste Pokémon fangen, was ich noch nicht besitze. Nur, dass ihr es halt einmal gehört habt. Wenn ihr da Fragen habt, gerade an die neuen, dann stellt das gerne im Chat. Also ich, beziehungsweise auch die mittlerweile affine Pokémon-Community, die beantworten das gern. Kurz was probieren, dann probieren wir was. War super und das VIP hat nur einen 10er mehr, kostet 70 Euro, das war's definitiv wert. Ja, die Band seit 17 Jahren, dementsprechend jetzt mir Gänsehaut. Ja, dann hat es ja voll rentiert. GG. Schön, dass es ihn getaugt hat. 70 Euro für VIP-Bereich kann man nicht meckern. Absolut nicht. Also Sinnoh ist mein zweitliebstes Gebiet, ich freue mich drauf. Ja, ich muss dazu sagen, wir fangen halt nicht komplett von vorne an. Wir haben, wie gesagt, diese Nuzlocke unterbrochen wegen Elden Ring, unter anderem. Also wir haben jetzt aktuell 3 Orden in der Tasche. Wir haben jetzt auf dem Weg quasi nach Trostu, beziehungsweise runter in dieses Dingenskirchen-Gebäude. Also die Handlung von Luminescent Platinum ist ein bisschen anders wie die vom Original. Oder da ist ein bisschen was dazugekommen. Deswegen nicht wundern, wenn wir jetzt mittendrin einsteigen. Ich muss mir sowieso erst einmal ein Bild machen, was wir überhaupt alles haben. Da habe ich überhaupt keinen Einblick mehr. Okay, am Handy kann ich keine Kanalpunkte-Dinge jetzt machen. Mir geht der PC ab, seit sein. Also es macht nichts, dann das regelt ich schon. Tu dir nicht oben. Das regelt man schon irgendwie. Saßen quasi in einem Café, eigenes Klo und Bar und keine nervige geschwitzte Menschenmasse. Also nicht außerhalb von der. Ja, gut, okay. Auf alle Fälle das Wichtigste ist, dass er ihn getaugt hat. Das ist Hauptsache. Ne? Das ist Hauptsache. Und dass wieder wohlbesonnen heimgekommen hat. Das ist auch die Hauptsache. Also haben wir 2 Hauptsachen. Spaß und Sicherheit. So. Ne? Gut, Freunde der Sonne. Ich werde halt ungefähr bis um eine halbe 1 live sein, circa. Je nachdem, schauen wir mal, wie es läuft. Wenn wir natürlich jetzt wipen, kann auch passieren, dann werden wir wahrscheinlich in Bloodborne umschwenken. Keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir gleich so derartig krass auf die Nase kriegen. Ne? Wobei halt ein ekelhafter Bosskampf auf uns warten wird, wenn mich nicht alles täuscht, und weil der wieder mit einer KI zusammen ist. Und das ist nicht so gut, das ist ein Doppelkampf. Ne? Und sei merci dir für dein 10er Streamstreak. In Wirklichkeit haben es mehr. Ja, das stimmt. In Wirklichkeit waren es eigentlich mehr. Shame on me. Merci dir. Freunde, ich glaube, wir fangen mal langsam an. Was hält man da davon? Sollen wir mal eine luren in die ganze Geschichte? Also ich hoffe, gestern habe ich die ganze Maschine da wieder reaktiviert und habe es 2-mal gestartet, da hat alles funktioniert. Ich hoffe, dass das heute auch so ist. Ne? Vorher zum Beispiel, das ist dann eher für den Mike interessant, weil ich wollte in Elden Ring noch einen anderen Bild ausprobieren in der Seamless Mod. Und mein Seamless Mod startet nicht, weil es irgendein Update braucht. Ich verstehe die Frage nicht, keine Ahnung. Also gut, dass wir heute nicht Elden Ring Seamless spielen, weil das darf wahrscheinlich zu Problemen führen. Und Cartman, einen wunderschönen guten Morgen. F für den Dampfer, der heute wieder die Schulbahn druckt. Press F für den Dampfer, der heute in der Schule sitzt. Ja, richtig. Wir denken an ihn. Ne? Wir werden das eine oder andere Viecher für ihn umpimmeln. Okay, wir haben ein Battle. Das ist ja schon mal was. Und mein Controller geht auch. Gut. Ja. Hier ist das erste Schubste. Fernsehen mit der Tagesschau. Geht doch schon bald ab. Mr. Price, einen wunderschönen guten Morgen. Merci dir für deinen Resub im 32. Monat. Holy fucking shit. Ebenfalls eine lange, lange Zeit. Danke dir, weiterhin willkommen in der Basic-Gang und viel Spaß mit dem Mozi. Ich hoffe, dir geht's gut. Der gefällt den geht's wieder, gell? Der hat da mal wieder was Brutales einfallen lassen, oder? Wie von einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist der Alert?
So, ich muss mir jetzt da auf alle Fälle mein Musi da ein wenig leiser machen, weil sonst hör ich gar nichts. Oh, jetzt... 69, 2. Ja, also, ich bin für irgendeinen Blödsinn immer zum haben. Ihr wisst eh ganz genau, wie es läuft. So, Leute, jetzt seid ihr mir die Beste. Ich muss mir jetzt ohne Scheiß... Oh, leck. Es ist mal wieder was Buntes. Ne? Wir haben jetzt fucking 4 Wochen in irgendeinem düsteren Spei rumgehängt. Es ist gerade erfrischend. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist gerade richtig erfrischend, dass wir mir wieder irgendwas Buntes auf dem Bildschirm haben. Ich hab gerade richtig so, weißt du, so quasi beim Schwarzer verblitzt der Daumen und bei mir verbunden ist quasi. Dass dir sowas noch nicht eingefallen ist, ja, da sagst du mal, wer eigentlich der Master Chief von Geschubstheit ist, ne? So, jetzt passt's auf. Ich muss. Jetzt schauen wir erstmal, was haben wir denn überhaupt? Genau, wir haben ja mit diesen 2 Pokémon letztens einen Rivalen, da kann ich mich noch erinnern. Mit diesen 2, wir haben gestallt. Aber warte mal, meine Kamera ist da vielleicht ein bisschen suboptimal, meine Hand, weil das seht ihr ja nicht so viel. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher, wo ich mein dummes Gesicht hinziehen soll. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich das hinschieben soll. Ich tue es jetzt einfach wieder auf, das wird schon passen. Und wenn nicht, dann schiebe ich es halt wieder woanders hin. Die Möglichkeit haben wir ja. So, da kann ich mich noch erinnern, mit denen 2 haben wir nämlich einen Rivalen beim letzten Stream komplett auseinandergenommen, weil man einfach outgestallt haben, den Burschen. Ne? Kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Und gut, das sind sowieso unsere MVPs, wenn ich das so richtig sage. Quasi, mehr oder weniger. Was haben wir jetzt auf der Box? Auf der Box haben wir auch, ja genau. Auf der Box haben wir auch unfassbar viel. Stimmt, wir haben uns letztes Mal Yassi noch geholt. Ne? Die hat zwar noch ein Scheißwesen. Also, das Pokémon, nicht Yassi per se als Person, sondern das haben wir uns noch geholt. Das weiß ich noch. Und Relaxo, glaube ich. Boah, leck, Alter, was ist denn das für. Naja, gut. Haben wir uns auch noch besorgt. Scheinbar. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Das Ding will sich irgendwie nicht entwickeln. Beziehungsweise doch, ich habe nachgelesen, das kann sich nur entwickeln, wenn es Aurosphäre lernt. Sollte man auch noch irgendwie hinbringen. Ja, also wir haben auf alle Fälle gute Ressourcen. Wir haben sehr gute Ressourcen. Edward, habe ich dir, grüß dich gut. Alles fit bei dir? Okay, ja gut. Werden wir schon irgendwie hinbringen. So, jetzt passt auf, jetzt brauchen wir mal eine Map. So, unser Ziel war jetzt quasi eigentlich das da herunter. Da führt Team Galactic wieder irgendwas Böses im Schilde und da ist eben dann der Bosskampf, den werden wir halt versuchen zu machen. Und da in die Stadt, das ist Trostu, Spell by the way ist in Englisch, da werden wir noch hinschauen. Beziehungsweise ich glaube, das machen wir sogar vorher, weil dann kann man uns eventuell den einen oder anderen Encounter holen. Werden wir mal schauen. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ob wir auf der Route da rechts noch einen Encounter geholt haben. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Werden wir herausfinden. Müssen wir da nochmal auf Boxen schauen. Und dann kriegen wir es schon irgendwie, hoffe ich. Aber egal wie feucht die Leute im Fickenhof sind, Kärnten hat Maria... Ja, sagst du das? Gestern, da hab ich die wieder getoppt, gell? Da sei uns gar nicht glauben können, wie ein Google Maps Ausschnitt von unserer Gegend geschickt habe. Da gibt es einen Ort, der heißt Fickenhof. Und wenn du es noch steigern möchtest, da gibt es noch einen, der heißt Fickenhof Mühle. Aber den habe ich auf der Karte nicht gefunden, tatsächlich. Aber es ist Real Talk, es ist bei uns in der Gegend. Also ein paar Kilometer weg quasi. Da hat er geschaut, wie der Single, wenn es blitzt. So, jetzt passt's auf. Ich muss einmal schauen, weil es gibt da auf alle Fälle... Genau, Infinite Repel. Okay. Haben wir auf alle Fälle mal... Oh, okay. Krummlöffel, der verstärkt Psychoattacken. So, was bist jetzt du? Aha, du trainierst für einen Fashion-Wettbewerb. Okay, alles klar. Also Anglersepp. Wie los bitte? Entschuldigung, wir haben momentan eine Problemsituation in der Pokémon-Menschen. Der Pfad ist jetzt aktuell blockiert, weil die Kriminellen sonst entkommen könnten. Danke für deine Kooperation. Deine Mama ist eine Kooperation, ich möchte da durch. Ich muss jetzt das zuerst machen. Ja, okay, dann müssen wir Pokémon-Menschen zuerst machen. Dann haben wir das quasi auch geklärt.
Gut. Da müssen wir nach unten weg. Da die Mona. Da aber quasi. Was ist mit euch? Okay. Die haben nichts zum Sagen. Ja, ist bestens, danke der Nachfrage. Gerade nebenbei am Warcraft 3 daddeln. Sehr schön. Ich hoffe, es geht voran. Und schön, dass du reinschaust. Freut mich. Bei mir geht es soweit auch gut. Was tut die Mauszeiger? Was tut der Mauszeiger eigentlich? Gott zupfte. Mir geht es soweit auch ganz gut. Ich bin gerade tatsächlich noch so ein bisschen geflasht, weil wir es tatsächlich mal wieder recht bunt haben im Stream. Ne? Wir haben ja doch die letzten Wochen sehr düster vollbracht. Da ist jetzt das tatsächlich eine erwärmende Abwechslung. So, der Rußbruder da, der gehört zu Team Galactic, der scheint aber nichts Böses zu wollen, uns gegenüber zumindest. Oh. Okay, er wollte doch was, okay. Ah, das Marshall-Ding haben wir im Park der Freude gesehen, weil mir ja noch gewundert habe, dass er Gen 9 popular... Ja, genau, richtig. Das ist richtig. Was für ein Level haben jetzt die? So, mal schauen. 28, holy shit, wir haben ja sowas von drüber. Sollen wir einen Namen bedrohen? Ich glaube, das war sogar eine Idee. Oh, wobei das hat Donnerzahn eventuell. Das war vielleicht dann doch nicht so eine gute Idee. Ja, Cam müssen wir doch wieder irgendwie aufhören. Das ist so ein bisschen dumm bei... Ah, warte mal, aber da kann es vielleicht passen. So jetzt... Ja, dann haben wir unterhalb nämlich KP-Leisten. Right? Ah, schon her. Das kann, ja, gut. Also entweder da oder da her. Ich glaube, da her ist fast besser. Weil dann stört es auch nicht, wenn ich irgendwie... wenn ich irgendwie im Menü umeinander tue. Los, pass einfach mal da. Ich hab mir jetzt auch das Elden DLC gekauft und krieg nur noch aufs Maul trotzdem. Ja, herzlichen Glückwunsch. Willkommen im DLC. Das ist am Anfang normal, Mr. King of Barbecue. Aber da haben sie sich nicht runter. Das wird sich legen. Okay? Das wird sich legen. Du wirst dich dran gewohnen. So, jetzt zupft dir mal, du Hund. Das war aber bei mir am Anfang auch so. Wenn du ins DLC kommst, dann kriegst du erstmal schonungslos auf die Glocke. Weil die einfach die normalen Mobs schon teilweise umdödeln. Weil jeder hat Bedrohung in dem Kampf, das ist ja Wahnsinn. Ja, die gebratene Schlange hat schon geholfen. Du hast eine Alternative für Dark Moon zugelegt. Was denn? Gut. Ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, ob wir mir den Encounter geholt haben. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich muss nachschauen. Also 212, glaube ich, haben wir nicht. Warte mal, pass auf, das haben wir jetzt gleich. Das haben wir jetzt gleich. Aber einen 212er Encounter haben wir uns, glaube ich, nicht geholt. Und wer Habitäre? Guten Morgen. Alles fit bei dir? Ich glaube, da drüben haben wir das O-Bike gefangen. Also auf, da wo es Richtung Trosto geht, da glaubt... Moment einmal. Route 212. Ah, okay, dann haben wir es da eh schon. Da haben wir das da gefangen. Was ist denn eigentlich alles die Route 212? Das ist Route 212 da. Ach, das ist alles 212. Und was ist dann das? Das ist 209. Okay, O-Bike haben wir wohl schon. Da gefangen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Aber es ist egal, macht nichts. Alles flauschig, sehr gut. Warum haben die Routen eigentlich Nummern und nicht Namen? Das, Mrs. Wifey, das kann ich dir leider so nicht beantworten. Das ist seit Generation 1 so. Das ist seit Generation 1 so. Die Routen haben immer Nummern und die Städte haben Namen. Also offensichtlich. Ne? Aber warum das so ist, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen.
Gut, da können wir noch nicht um, weil wir surfen noch nicht können. Kannst du die alle einfach austanzeln? Ja gut, okay, das ist fein für mich. Ein Godskin Stitcher. Auch keine schlechte Waffe. Wie ist die Lage in der Nuzlocke? Kann ich da nicht beantworten. Ich bin gerade erst das erste Mal seit 5 Wochen in dem Game. Wir haben dann jetzt noch einen ziemlich ekelhaften Bosskampf. Wie wir den überstehen, das weiß ich nicht. Aber ansonsten da die sagen, sind wir relativ okayisch. Also ich habe meine Ressourcen einmal gecheckt, wo ich an Pokémon aktuell auf der Box zur Verfügung habe. Da schaut es einmal gar nicht so schlecht aus. Aber weißt du eh, wenn wir halt weit bringen da die ganzen Pokémon auf der Box nichts. Das ist eh schon wieder Doppelkampf, oder was, da klang ich schon wieder. Ihr werdet mir wahrscheinlich... Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich find die persönlich schwerer zu merken, als wenn sie einen Namen hätten. Ja, das ist, glaube ich, durchaus ein berechtigter Punkt. Wie gesagt, bei mir, ich bin das halt von klar auf schon gewohnt, so. So wollen Nazi, Leute. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir damit den richtigen Riecher haben. Wir haben 10 Level drüber, sollte fein sein. Ich habe jetzt halt leider auch nur Sucker Punch. Ja, komm, probier mal. Das tank ich weg. Und das tank ich auch weg. Ich stahlenk einfach. Habe ich schon gesehen, Porygon 2 und Nachtara zusammen, da musst du erst damit durchkommen. Ne? Das ist wie ein Sechserketten im Fußball. Gibt es zwar nicht, aber undurchdringbar. Wir fokussen mal erst einfach mal nur eine Seite. Oder auch nicht. Wir 5-4-2, ja genau, so ungefähr. Kriegen wir zumindest ein bisschen Health. Gut, dass die kaum Schaden machen. Ja, wobei, wenn jetzt da... Gut, ich kann jetzt aber auch gerade nicht wirklich auswechseln wegen... wegen Steinhagel. Sabi, guten Morgen, danke dir für deine 5er Streamstreak. Vielen lieben Dank. Wie geht's da? Steht bei den Honigbäumen nicht auch Honigbaum plus Route? Ich weiß nicht, keine Ahnung, müssen wir nachschauen. Ich glaube, dass da nur drunten drauf steht. Okay, Sucker Punch GD 2 ist ungefähr nutzlos. Ja, natürlich. Mir geht's soweit auch gut, danke dir. Wir haben halt noch Wochen wieder mal in der bunten Welt von Sinnoh. Von daher soweit alles gut. Ich habe aber gerade auch überhaupt kein Glück mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch, den erst. So. Jetzt müsste es ein 2 gegen 1 sein, rein theoretisch. Warte mal, habe ich jetzt schon richtig geswitcht?
Wechselt man doch mal, dass wir mal ein bisschen an Damage kriegen, weil das dauert meistens lang. So, jetzt sollten wir aber rein theoretisch auch mit Shelterra schneller sein, also... Geht doch. Gleich ist leichter. Mir wundert es nur, dass die einfach so krass underlevelt haben. Na, wenigstens das haben wir überstanden. Doppelkämpfe in Nuzlockes immer ekelhaft. Aber was ist denn jetzt? Hau bloß ab. Die Galaktik-Rüppel sind ziemlich einfach. Ich reinige denen ihre Schuhe aus, keine Ahnung. So. Aber haben wir mir da eigentlich... Kann ich mich auch nicht mehr so ganz dran erinnern. Gibt's da ein Item, was komplett heilt? Nein, gibt's nicht. Okay. Müssen wir dabei separat machen. Auch fein. Gut zu wissen. Lol. Okay, ja gut. Müssen wir jetzt ein bisschen wasten, aber das hilft ja nicht. Kriegen wir hin. Solange jetzt nicht nochmal so ein scheiß Doppelkampf kommt, ja Gott sei Dank. Oh, das Item. Safeguard. So, in der bescheidenen Hütte ist wohl der Wurm drin. Okay. Der Trophäengarten ist im hinteren Bereich und voll mit seltenen Pokémon. Wir können das alle für einen hohen Preis verkaufen, wenn es war. Meinst du durch? Keine Chance. Ich werde mich keinen Zentimeter bewegen. Nicht einmal dann, wenn ich von 5 gefährlich ausschauende Pokémon umzingelt bin. Das glaubst du aber auch nicht, du. Brauchst du Wurmtabletten? Ja, unbedingt. 2. So, ich komme jetzt quasi gefühlt nirgendwo rein. Ist das der Ernst? Aha, ich muss quasi die ganzen Hand da kämpfen, dass wir die durchlassen. Sag ich das richtig? Video nur Pokémon, what? Kramurks. Ja, das britzelt mir weg, hätte ich fast gesagt. Danke, du Wifi. Werfen wir einen auf den Bimbus. Ja, gut, dass wir mir ein bisschen vom Level her ein bisschen einen Puffer haben. Aha, da läuft er. Aha, alles klar. Vonera haben wir mal befreit. Oh, habe ich die sie, du bist allein und da war ja, vergiss die voll. Das ist wurscht. Ich lebe mir alleine, weil du weißt das eh. Aber trotzdem. A lady does not enjoy this horrible stress. Deswegen habe ich da gerade angeboten, dass du mit mir ins... Naja. Wer nicht will, der hat schon. Aha, im Mülleimer liegt der Top-Belieber. Perfekt. So, was haben wir da? Die Bulli fährt mir auch über den Haufen. Aha, bei der hat schon für 3 Pokémon gegangen, ja, immerhin. Stress beseitigen Alabazi. Ja, hallo, natürlich. Okay, ich weiß, dass du Kampfattacken beherrschst, ich weiß aber auch, dass du gnadenlos an der Level bist. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so frei und... So wieder. Sei, man muss nur wissen, wie. Ja, das nehmen wir auch mit.
Gut, es hätte schon gelangen können für eine Paralyse, gell? So ist es jetzt nicht. Ja, kaum sagen, es kriegt Vergiftung. Perfekt. Alter, das wird mir ganz schön viel schaden. Okay, das Metbo sollte fein sein. Easy. Gut, es war Crit, ich weiß nicht, ob der mehr hat, wahrscheinlich schon. Okay. Ah, vielleicht bin ich derjenige, der für eine Weile mal ins Bett gehen soll. Ja. Wie, du machst auch ins Bett? Warte, Moment. Aha, boah, leck mich am Arsch. Das wurde aber eine anstrengende Geschichte, wenn ich jetzt in jedem Zimmer da Stress beseitigen müsste. Heilige Scheiße. Da ist noch mehr. Ja, Blut. Kann was schief gehen, wenn ich... Naja, wir haben ausprobiert, das ist nicht dramatisch. Probieren wir es einmal mit ein bisschen mehr Offense. Aha, schwer. Also wie wenn ich es gerochen hätte. So, von der Biene möchte ich jetzt aber auch nicht unbedingt gestochen werden, gell? Weil ich lass mal schauen, wenn ich zeige, aber das war selbst mir too much. Ich glaube, Level Cap müsste... Ja, okay, müsste 39 sein. Außer der Bazi war die Biene, der stehe ich ja gern. Für was hat man denn einen Stachel? Schon wieder Pipi. Aha, Frauchen Nummer 3. Hallo, Sie. Ich wollte da mal fragen. Ja, nein. Das war jetzt der Hattrick, aber okay. So, was ist jetzt mit dir? Ah ja, Abtritt. Ja, sicher. Wie jetzt? Also ich habe 6 Züge Zeit. Die 3 jetzt zum Besiegen, oder was? Das sollte machbar sein. Also je nachdem. Na gut, das ist schon mal raus. Fünf Züge habe ich noch, quasi. So far you've taken one turn. Do you think you're good in time? Ja, bisher noch. Ne? Ninjas, okay. I see what it is, man. Ich weiß auch, was das ausläuft. Okay, das Ding ist schneller. Oder ein Sash. Das war Zug Nummer 2. Zug Nummer 3. Und jetzt hat er wahrscheinlich der dritte Finalentwicklung von dem Ding. Das ist dann Ninja-Atom. Und da ist arme Waschmaschine. Ne? Viel Spaß in der Waschmaschine. Das darf ich gern sehen. Genau. Kurze Erklärung. Das Ding da ist Ninja-Atom. Ninja-Atom hat, egal auf was für ein Level, immer nur einen KP. Also sprich, es ist immer One-Hit.
Die Krux an der ganzen Geschichte ist, dieses Pokémon kriegt nur Schaden, wenn man eine sehr effektive Attacke auf das Pokémon anwendet. Gott sei Dank haben wir eine sicher, ne? Weswegen es sich jetzt dank dem Fokus gut genau ausgeht, dass wir 5 Züge brauchen werden. Easy. Also wenn ich jetzt richtig Zeit habe, haben wir 5 Züge gebraucht von den 6, wo wir haben dürfen. You beat all 3 of us. Ja, sag ich doch. Wie jetzt hat uns blitzt, blöde Sau, du. Da hat uns aber jetzt sauer blitzt. So. Aha. Drei ganz gefährlich aussehende Pokémon. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. In die Richtung müssen wir dasselbe machen, oder was? Ja, okay. Nicht ganz so viel. Auch in Ordnung. Apropos Waschmaschine, muss noch den Trockner auch noch ausräumen. Das darf ich nicht vergessen. Hätten es genau 6 sein sollen. Ja, er hat aber gesagt, anders 6 oder maximal 6 Züge dafür haben, oder? Oh, das hat Aftermath. Aber ja, kann vermutlich sein. Aber ist ja relativ egal, weil sollte man mir aus dem Gauntlet rauskommen, können wir da hinten normal sowieso rein. Okay, das ist der Zeitpunkt, wo ich mal rausgehe. Ja, machen Sie dieses. Das ist in Ordnung. Erdbeer mit Eis. Solange er jetzt auch nicht sagt, ich brauche so und so viele Züge. Freunde, passt der Ton eigentlich? Ist er nicht zu laut oder nicht zu leise? Oha. Ein Luxusball, okay. Du sagst, dass wir sich die Kristalle ärgern mitnehmen. So, warum hat die jetzt kein Bett? Moment, ich geh mal heilen. Findet Ton gut? Sehr schön. Genau das ist, was ich hören will. Also ich möchte zwar hören, wenn er nicht passt, aber... So, was ist mit dir jetzt? Win in exactly 6 turns. No way, watch me, I will win in... Aha, das müssen exakt 6 Züge sein. Ja, Brudi, das können wir... Sollen wir das probieren wir jetzt nochmal. Es müssen exakt 6 Züge sein. Bringen wir aber hin. Bringen wir aber definitiv hin. Okay, gemäß dem Fall, der hat jetzt wieder die gleichen Pokémon. Okay, der hat die gleichen wieder. Da machen wir es eigentlich genauso wie vorher, nur dass wir bei Ninjaton dann einen Angriff wasten im Endeffekt. So, das haben wir so weggepimmelt. Weil da kannst du jetzt richtig ehrenlos EP grinden, wenn es pressiert. So, einen Zug haben wir. So, der überlebt ja einmal wegen dem Fokusgurt. So, Zug Nummer 2.
Zug Nummer 3. Genau, 3 Züge haben wir. Dann fahren wir wieder genauso an. Wieder Aeroas, das ist Zug Nummer 4. Fokusgurt. Das tut uns nichts. So, jetzt wasten wir einen Angriff. Zug Nummer 5. Und Zug Nummer 6. Easy. Jetzt sollte es eigentlich passen. You beat all 3 as a... Ja, so 6 Züge, ja, okay, nice job, kiddo, you met the requirement, alright, but who said we have to keep promises? Aha. Ist er da rausgekommen? Gut. Wieder unseren... Warte mal, liegen in die anderen Mülleimer auch noch etwas drin? Ich kann das auch dann noch Pfandflaschen drin liegt. Was ist eh. So, ist jetzt er, der rennt schon mal so weit. Na Mann, er hat's nicht begriffen. Da ist jetzt mit dir. Ah, die haben den Weg teleportiert. Ein Lucky Egg, okay, das erhöht einen Erfahrungsgewinn. Aber wir. Ah, was hast du auch mal geschafft? Okay, ja genau, da kommt jetzt der ekelhafte Bosskampf. Freunde der Sonne, es ist einmal wieder Zeit. Okay? Es ist mal wieder Zeit für eine Vorhersage. Da habt ihr jetzt sozusagen mit 2 Minuten Zeit. Es ist so, dieser Doppelkampf, den bestreite ich nicht alleine, sondern den bestreite ich mit meinem Rivalen, der eigenständig agiert. Ne? Also ich habe auf diesen Typen keinen Einfluss. Das kann in den meisten Fällen ziemlich schnell nach hinten losgehen. Wenn der Scheiße spät, dann läuft der Doppelkampf alles andere als wie zauberhaft. Ne? Deswegen kommt jetzt eine Vorhersage. Schaffe ich den Kampf deathless. Wichtig dabei, das zählen nur meine Pokémon. Okay? Die Pokémon von meinem Rivalen zählen da nicht. Wenn die von meinem Rivalen sterben, ist das völlig wurscht. Es zählt, ob meine Pokémon sterben. Okay? Es ist in der erfahrungsgemäß nicht einfach, einen Doppelkampf zu bestreiten, wo ein CPU-gesteuerter Charakter mitkämpft. Okay? Da habt ihr jetzt 2 Minuten Zeit. Haut's einmal in keine Punkte rein, wenn's war. So, du bist das Kind, was uns in ewig genau geradet hat, so quasi. Egal, was jetzt nur passiert, wir werden die zerstören, so quasi, auf die Art. Und das Ding ist jetzt, der Vorstand von Team Galactic zwingt jetzt den Inhaber der Pokémon-Menschen, dass er mit ihm kämpft. Also der, wo jetzt da das Sagen hat, ist eigentlich kein Böser nicht, der wird halt jetzt gezwungen. Ich glaube, das ist im Vanilla-Game aber nicht so. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Deswegen warte ich jetzt aber noch der Fairness halber ab, bis das die Umfrage vorbei ist, weil ich gehe schnell kurz auf die Toilette, ich bin gleich wieder da, okay? Kriegen wir hin. Dabei könnt ihr mal fleißig in keine Punkte investieren. Haben wir eine Pause?
Ich sag dir, wann Boss ist, Alter. Ich hau dir gleich einen Anzug, wenn du Depper bist. So. Stuhl-TV? Ja, natürlich. Stuhl-TV. Mhm. So sagst du genau dann, wenn ich aufs Klo gehe, oder? Du Knallkopf. So, Freunde der Sonne, ich hoffe, ihr habt die Punkte investiert. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich hab kein gutes Gefühl dabei. Ich sag's irgendwie, wir könnten hier potenziell wipen. Okay? Was hat denn der? Knuddeluff und Bronzong. Und er hat einen mickrig starrer, wie er mich so verarschen jetzt, oder was? Oh oh. Jetzt habe ich Schwebe. Ich bin mir relativ sicher, dass dieses Knuddelluft da ungefähr alle Statusse hat. Also das hat Donnerblitz, das hat Eisstrahl wahrscheinlich, keine Ahnung. Bei dem Bronzong bin ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich sicher, aber ich glaube, the way to go ist, das Ding da zu targeten. Okay. Ja, oh, okay, GG. Das war richtig stark jetzt in dem Fall. Oh, das hat Lightscreen, okay. Wir haben, glaube ich, nichts mit Durchbruch, aber das ist fein. Weil das Knuddelluft muss raus, hat plus 2 Special Attack. Das ist mir zu gefährlich. Okay. Okay, er hat volles Screen-Setup jetzt. Jetzt machen wir quasi weniger Schaden. Zumindest wahrscheinlich für 8 Runden, weil er wahrscheinlich Lightclay hat. Alles fein. Ist, glaube ich, generell eine gute Idee, erstmal nur eine Seite zu targeten. Die Dance. Die Dance potenziell stark im richtigen Moment, aber für was? Wahrscheinlich für Bounce, oder? Wobei Bounce ist ein Stat-Move. Für Crunch? Wir können es jederzeit wieder erlernen, abgesehen davon. Ich glaube, für den Kampf los ist einmal noch weg, weil ich kann es mir jederzeit erlernen. Freehouse HD, merci für dein Following, hab ich dir. Lassen wir es dabei einmal. Ich glaube, die Dance in einem Doppelkampf können wir sowieso nicht setupen. Raichu. Gut, das Ding ist aber auch eine Glaskanone, gell? Raichu macht zwar sau viel Schaden, aber ist halt auch dafür nicht tanky, oder? Hat sehr schlechte Defensiv-Stats. Zumindest das normale Raichu. Ja, wenn wir jetzt noch mehr Frozen kriegen, dann... Das war jetzt brutal gewesen. Okay, das ist definitiv gone. Ja, okay, das nehmen wir wie ein junger Gott. Du hast ja nicht mit voll entwickelte Pokémon, was bist du für Versorger? Oh, ich kann aber fast kein... Na, okay.
Gut, das Raichu ist auch raus. Das heißt, wir müssen jetzt rein rechnerisch nur noch ein Pokémon haben auf der Seite. Außer es ist jetzt 12 gegen 12. Dann haben wir ein richtiges Problem. Psyana. Na, also ist okay, jeder hat 3, von denen da entert. Dann ist das sein letztes Pokémon. Das heißt, wenn wir Psyana raus haben, ist es 2 gegen 1. Das war gut für uns. Dann bleiben wir da drauf. Ja, okay. Gut, anstatt dass er halt umgegangen hat, ne, das meine ich wieder mit der KI. Mit der KI einen Doppelkampf bestreiten ist nicht immer einfach. Ja, ich bleibe auf Psyana, ich sag das, was es ist. Gut, im nächsten Zug muss ich auf jeden Fall heilen. Oh, das ist gut. Paralyse ist gut für uns. Paralyse ist schlecht für uns. Oh, hast du... Ah, okay, also Zitrobeere. Ah, das ist jetzt natürlich ein wenig tricky, weil das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich hätte eigentlich gehofft, dass Psyana vorher rauskriegen. Octillery. Wenn ich jetzt so nach Zara gehe, läuft die Psychokinese komplett ins Nichts. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob ich, weil die beide wahrscheinlich schneller haben, nicht, dass die jetzt komplett auf mein Porygon 2 gehen, weil dann bin ich nämlich tot. Und das will ich nicht. Ich glaube, dass ich mit nach Tara fast gescheitert bin, weil dann geht zumindest die Psychokinese ins Lari. Und dann kann ich Sucker punchen. In der Hoffnung, dass das Octillery jetzt nichts kann, was jetzt irgendwie nach der... Oh, Octillery kann Ampelleuchte, right? Das ist potenziell problematisch. Das ist potenziell problematisch, wenn du mich fragst. Aber eine Ampelleuchte... Warte, was für Level bist du? 33, okay. Ja, ich soll ja einen tanken, wenn es pressiert. Okay, Flammenwurf ist fein, okay. Dann müssen wir nur schauen, dass nicht gegen mir 2 gegen 1 wird. Oh, Relaxo ist natürlich... Dass er Relaxo hat, ist natürlich stark. Gut, dann ist das Ding nämlich raus. Odislam von? Wer lernt das? Ah, Chilterra, ja, okay. Nein, danke. Das macht ja gar keinen Schaden. Das macht ja gar nichts. Relaxo fällt wenigstens nicht gleich um. Ja, aber es liegt ja schon, richtig. So, mit Sucker Punch sollten wir es eigentlich gewinnen. Easy. Nö, brauchen wir nicht. Okay, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil das wird wahrscheinlich jetzt entweder mich oder Relaxo targeten. Deswegen brauchen wir da jetzt auf jeden Fall Apps, wo es da mal einen Bedroher rauskriegt, auf jeden Fall. Staravia Idis. Staraptor Idis. Brain Punch, okay, ja, man schon fast denkt, dass er auf mich geht. Wo jetzt wenigstens der Target von mir weg geht.
Okay. Ist tatsächlich doch gar nicht so dramatisch gelaufen, wie ich das befürchtet habe. Dann sage ich GG für alle, die believed haben, dass der Kampf deathless läuft. GZ für die, die Kanalpunkte verdient haben. Okay. Fix. Die Wifi war nicht für mich. Und der Sai Ching hat jetzt gerade so viele Punkte verdient, dass er in die Hall of Fame aufgenommen werden kann. Mr. Sai Ching, vielen lieben Dank für alles. Ne? Für deine Mottarbeit, für dein Dabeisein seit Anfang an. Ne? Also dich nehme ich mit Herzen gerne in die Hall of Fame auf. Normalerweise, du weißt ja wegen der Gleichberechtigung, aber normalerweise hätte ich die schon für 50.000 einlassen sollen, wenn du mich fragst. Also das ist wohl verdient. Mr. Sai Ching, vielen lieben Dank, ich werde es nach dem Stream sofort einschreiben. Jetzt hast du nur noch 15 Kanalpunkte. Puh, ein Spieler-Request weniger auf der Glocken. Andi, merci dir. Okay, wir haben die Bude gerettet. Das ist ja mal zauberhaft. Sehr schön. 13.403 gern an Sai Ching und 3 weitere. Herzlichen Glückwunsch an euch. Aber sei schon her, du hast es ja zeitlich perfekt abgepasst. Die Nuzlocke wird ja hoffentlich noch ein bisschen gehen. Das heißt, du kannst potenziell wieder Kanalpunkte verdienen. So, der Trophäengarten war der eigene Encounter. Den kann man uns tatsächlich jetzt gleich einmal holen. Da holen wir uns jetzt gleich einmal... Das, nicht speichern, Entschuldige. Da holen wir uns jetzt gleich einmal einen Encounter. Trophäengarten ist was Eigenes auf jeden Fall. Schauen wir mal aus, den Burschen. Und dann schauen wir... Ich habe keine Ahnung, was es da gibt. Im Original gibt es da Baby-Pokémon teilweise. Von daher, schauen wir mal. Ein Pichu, okay. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir mich schon Raichu haben. Ich glaube nicht. Oh, es hat Lightning Rod. Das ist aber tatsächlich gar nicht einmal so übel. Freunde der Sonne, wir brauchen mal einen Spitznamen für unseren beliebtesten Elektronager. Haut's mal in die Tasten. Was für einen Spitznamen nehmen wir denn für den Baby-Dingens? Billinger Habitäre, grüß dich gut. Bei uns alles fein, ich hoffe bei dir auch. Ash. Zwecks der Anlehnung meinst. Duracell, auch eine gute Idee. Blitzmauserl. Duracell, also ganz ehrlich, King of Barbecue Duracell, glaube ich, fand ich gar nicht einmal so schlecht. Ist zwar eigentlich ein Hose, aber... Boah, leck. Okay, der ist OP. Andi, der ist OP, den nehmen wir. AC/DC ist absolut OP von dir. Ich glaube, das ist fein. Wie gesagt, man kann jederzeit umbenennen. Ne? Ich kann jetzt da jederzeit sagen, ich benenne es anders, aber AC/DC ist, glaube ich, richtig stark. Holy shit, AC/DC ist richtig stark. Ja, soweit passt alles. Jetzt nur eine Woche Berufsschule und dann habe ich Urlaub. Mr. Billinger, herzlichen Glückwunsch, dass du nur noch eine Woche hast. Beißt Zentner abhängt zusammen. Das kriegen wir schon. Ich habe auch nur noch eine Woche. Und das darfst du eigentlich eh keinem verzeihen, gell? Ich war jetzt halt, passt auf. Ich bin seit Anfang Juni zu Hause. Also ich habe jetzt Anfang Juni 2 Wochen Urlaub gehabt, weil ich ja in Kos war. Das ist ja allseits bekannt. An dem Sonntag vor 2 Wochen, oder eigentlich, jetzt wären es 3 Wochen, hätte ich meine erste Schicht wieder gehabt, in der Nachtschicht, die wo ich jetzt morgen auch habe. So, an diesem besagten Sonntag, wo ich wieder angefangen hätte zu arbeiten, habe ich mir das Bandel gerissen. Jetzt war ich 3 Wochen daheim. Jetzt gehe ich morgen wieder in die Arbeit. Sonntag, Montag, Dienstag Nachtschicht und Freitag Frühschicht. Und dann gehe ich 3 Wochen in Urlaub. ich glaube, ich habe es durchgespielt. Ich weiß es auch nicht. Aber okay. Passt, dann haben wir den Encounter da auch. Das ist gut für uns. Das ist ganz gut für uns.
Wie gesagt, wir haben ja von der Qualität der Monster, die wir zur Verfügung haben, sind wir wirklich nicht schlecht aufgestellt. Also wir haben eine Variable unterwegs. Lauf bei dir? Ja. Gut, ich muss aber der Fairness selber dazu sagen, den Bänderriss habe ich mir nicht gewünscht, okay? Also mir war es lieber, wenn ich hätte nicht gehabt. Aber ich muss halt jetzt auch bis September warten, bis ich wieder Tennis spielen kann. Gut, dann haben wir da alles. Ist da hinten. Was ist? Brennt dir das Lapperl oder was? Haben wir gleich. Was ist da drin jetzt Phase? Oh, oha. Wer ist denn er jetzt da, Europa? Aha, Trainer. Ich bin mir sicher, dass du da bist, ums Mana-Vieh zu kriegen. Wolle, kann man mir jetzt ein Mana-Vieh eingekriegt, oder was? Tatsächlich. Okay, das ist krass. Bänderriss ist eine Hurengeschichte, ja. Muss schnell telefonieren, merci für den Lurk, Abby. Mein Chef hat mich auch richtig gern, oder? Was soll er machen? You know? Es ist natürlich nicht schön, braucht man nicht reden, es ist ein unglücklicher Zeitpunkt, also noch unglücklicher hätte er eigentlich nicht sagen können, aber was soll ich und was soll er machen? Vor 2 Wochen Urlaub, 1,5 Tage arbeiten, restlichen Juni Krankenstand, seit 1.7. bezahlte Dienstfreistellung. Ja, sagst du, GG. Ist ebenso fein. Ja gut, jetzt brüht man mir mal das Mana-Vieh aus. Freunde der Sonne, Mana-Vieh ist quasi ein mystisches Pokémon. Ist sehr tanky. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das so kriegen. Tatsächlich. Jetzt werden wir das aber... Warte mal, wie lange braucht denn der Wumms überhaupt? Sounds can be heard from coming from inside. This egg will hatch soon. Okay, ja, immerhin. Oh, haben wir schon soweit. Vorsicht, wenn Pokémon sich entwickeln oder ausschlüpfen, kann es sein, dass es zu massiven Lag und Frame-Drops kommt. Keine Sorge, dauert ein paar Sekunden, pendelt sie in der Regel ganz schnell wieder ein, okay? Also nicht wundern die Leute, die im Chat haben, alles fein. Okay, Freunde der Sonne, wir brauchen einen Spitznamen für das Ding. Ne? Mana-Vieh ist ein Wasser-Pokémon. Born on a cold seafloor, it will swim great distances to return to its birthplace. Viel Spaß dabei. Das kann der Dompf sein. Dompf ist auch so ein Schwimmfanatiker mittlerweile. So. Ich habe nächste Woche ein paar Tage Krankenschein. Was? Krankenscheinurlaub. Montag kommt mein Backenzahn raus. Eieiei. Das hab ich schon hinter mir. Wie kriegt man eine Fione? Ich glaube, das habe ich mal. Ich hab's mal gewusst, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es mit dem Ditto geht. Ich glaube, mit Ditto geht's sogar. Tröpfchen. Ich hätte jetzt auch an irgendwie sowas in die Richtung denkt. So Tröpfchen oder irgendwie sowas. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Sonst noch irgendwelche Vorschläge? Mahlzeit, habe ich die Ehre. Miskalin, grüß dich gut. Aber Tröpfchen meine ich auch gut passen. Es ist niedlich, ne? Es ist ein niedlicher Name. Das wird jetzt gnadenlos auf Level 1, ne? Oh, Impish, das ist plus minus Special Attack. Ja, das ist natürlich ein bisschen scheiße. Fiona? So kann man Fione nennen, theoretisch, ja. Mew auf Wish bestellt oder so, ja, so quasi. Ja, werden wir erstmal nicht verwenden, glaube ich. Werden wir mal da hinter einer. Das passt dann schon. So, wo ist jetzt mein von und zu Lieblingsant. Also, warte mal. Was haben wir da vorher abgelegt? Gyarados, meine ich, gell? Ja. Hat's bei Elden Ring einen Patch gegeben? Das schaut. Ja, das ist die neue Mod. Das ist der Window Color Mod. So. Ne? Schaut alles ein bisschen anders aus. Ab mit deiner Taschenlampe.
So, da haben wir ja keinen Encounter mehr, haben wir vorher schon festgestellt. Da geht's noch nicht durch. Okay, dann drehen wir wieder um. Oh, fuck my life. So, jetzt habe ich es mal aufgeschafft. Willkommen in der Welt der Stehenden, Mr. Andy. Von der Werte 1:1 mit Mew. Okay. Okay, ich muss mein Bot-Zeitraum immer nur ein wenig eingrenzen. Das ist immer noch ein bisschen zu viel Gespamme. Jetzt habe ich ihm eigentlich eh schon einen Haufen Lines gegeben, aber das sind immer noch zu wenig. Dann muss ich das noch mal verdoppeln oder verdreifachen tatsächlich. Man verzeihe mir. Ne? Es ist immer noch so ein bisschen der Beta-Status vom Bot. Ne? Grundsätzlich funktioniert er ja schon, aber das wann er was für eine Nachricht reinrotzt, das muss ich noch ein wenig feintunen. Das passt noch nicht so ganz. Bin ich eigentlich der Einzige, der mit dem Drecksviech da drüben nichts anfangen kann? So. Ja klar, die Trainer haben ja vorher noch in Uli da gestanden, weil ja da Team Galactic am Start war, ne? Kommt mit Mana 4 und Tito, ja, aber man schon fast denkt. Habe ich mir schon fast gedacht. Wer bist jetzt du? Du bist kein Trainer nicht? Okay. Wir kriegen aber jetzt gleich noch mehr einen brutaler Encounter tatsächlich. Weil es ein statischer Encounter ist. Also zumindest war es im Original-Hack so. Ich sollte mir im Markt vielleicht ein paar Tränke und so einen Scheiß kaufen. Dass ich mir unterwegs auch heilen kann, wenn es pressiert. Haben wir jetzt schon 212 Encounter, ja. Den haben wir schon. Habe ich vorher in der Box geschaut. Ah, natürlich, ein Ding war halt natürlich geil, gell? Eine Flottbälle. Auf einmal. 212 Encounter haben wir schon, ja. Nein, klar. Ich weiß nicht mehr, ich muss mir die Watt anschauen vom letzten Mal, wann wir wo gefangen haben, weil ich es nicht mehr weiß. Ich möchte jetzt nicht irgendein Pokémon fangen, was ich eigentlich schon gefangen habe, weißt du? Da schauen wir einfach die Watt an bis zum nächsten Mal und dann können wir auch weitermachen, weißt du, wie man? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den gefangen haben. Okay, Dudri. Au. Weil der Porygon ist so ein Zerstörer, ohne Witz. Ach, der hat nur ein Pokémon, ja, okay, null. Ah, das ist ein Doppelkampf. Ah, das ist ein Doppelkampf. Ah. Ja gut, Stall-Team it is. Ach, okay, das ist kein Trainer. Ja, okay, lul. Nimme. Bären nehme ich natürlich auch. So, jetzt soll ich ja die zwei Rotzer da kämpfen. Die haben bestimmt wieder irgendein so Elektro-Pokémon-Scheiß-Gedöns, die mich nur permanent am Paralysieren haben, oder? Oh, oder auch nicht. Alles klar, Digga. Wasserabsorber, das ist jetzt mal gut für mich. Ich gehe jetzt einfach mal auf Aquana, weil
Okay, Nachtara muss raus. Und zwar ganz dringend. Oh, das ist saftiger Damage. Heilige Scheiße. Jassi, guten Morgen. Wie geht's da? Alles gut bei dir? Wie war die Feierei? Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Und willkommen zur Window Color Mod von Elden Ring. So, du machst Play Rough, I guess. Ja, machen wir so. Re. So, Hydra-IDs. Was aber vor Mitternacht schon zu Hause? Ah ja, okay. Ja, gut, aber hauptsächlich sollte Spaß machen. Das ist das Wichtigste. Aber irgendwie gestern bei dir im Stream noch mitgekriegt, du warst irgendwie auf einem Festival oder so? Oder auf einem Konzertfest, irgendwie so? Okay. Okay, der war tatsächlich relativ unkompliziert. Oh, Gigasauger, nice. Ja, du bist irgendein so Züchterdepp da drum. Weiß nicht, ob ich je die Kämpfer mehr hätte. Ich glaube fast eher mal nicht, aber probieren wir es halt einfach mal. Genau, Rammelhof haben gespielt und es waren voll viele aus Bayern noch. Also, man, es freut mich wirklich, wenn es dir gefallen hat, um Gottes Willen, aber ist für eine Band Rammelhof jetzt nicht unbedingt ein zweifelhafter Name. Das ist wie bei uns, also quasi, wenn du bei uns über die Autobahn Richtung Linz fährst, gibt es irgendwann auf der rechten Seite in Österreich eine Diskothek, die heißt Lusthaus. Wie ich zum ersten Mal zu meinen Leuten gesagt habe, wie ich 16, 17 war, du mir fahren wir ins Lusthaus, haben die an alles gedacht, aber nicht an eine Diskothek. Also, I don't know, man. Ich dachte, der Jassi hat sich verschrieben und meinte Rammstein. Ja, ja. So. Ah, der dodgt mal wie ein junger Gott. So, da gibt es einen statischen Encounter und zwar einen ziemlich geiler. Den werden wir uns jetzt holen, also hoffentlich. Kann man nämlich den Art Keystone einsetzen und dann kommt der statische Encounter raus, der Krüppok heißt. Das ist auf Level 35, das werden wir gleich einmal paralysieren. Könnt ihr euch schon mal einen Spitznamen für das Ding überlegen, ne? Ich weiß nicht, was darstellen soll. Wahrscheinlich irgendein Totem. Keine Ahnung. Ich glaube, es soll ein Totem darstellen. Also könnt ihr euch diesbezüglich schon mal ein bisschen orientieren. Also Rammelhof und zweifelhafte Lieder. Okay. Sei es in. Totemfreudzeichen Hex. Das neue Lied heißt, glaube ich, Budern. Ja, okay, alles klar. Die meinen mit Sicherheit Schminken dabei. Wenn du mich fragst. Ja, okay, ich muss meinem Bot echt noch mal sagen, er soll mit seinen Nachrichten stellen. Ich werde das verdrei- oder vervierfachen, dass er das nicht jedes Mal da reinrutzt. Ich hab so das Gefühl, ich unterhalte. Also,
ist natürlich jetzt im übertragenen Sinne, aber wenn ihr mal die Relation anschaut zwischen den Chatnachrichten, die ihr schreibt und die Chatnachrichten, die da mein Bot einrutzt, dann kann man meinen, mein Bot ist mein Hauptviewer. So, auf die Art, ne? Also Scusi an der Stelle dafür. So, wie nennen wir den Kamerad da jetzt? Das ist jetzt die Frage. Ich hätte theoretisch einen Namen im Kopf. Bot ist on fire, ja. Timer auf 1 Stunde setzen. Ja, wahrscheinlich genau so wird's werden. Weil erst hab ich einen Timer drin gehabt, der wo zeitbasierend war. Und jetzt habe ich halt einen Timer nach Chatnachrichten. Und ich habe eigentlich gedacht, dass der das immer nur dann schreibt, wenn diese Anzahl an Chatnachrichten neu, also quasi, sagen wir mal jetzt als Beispiel, 20 Chatnachrichten müssen geschrieben sein, dann schreibt er das. Da müssen wieder 20 geschrieben werden, bis er wieder was schreibt. Und das habe ich wohl missinterpretiert. Das heißt, diesmal werde ich dann wieder die Zeitbasierte nehmen und werde dann einfach eine Stunde machen, so wie du es jetzt gesagt hast. Ne? Oder dass er nicht alles auf. Ja, genau. Das ist, wie gesagt, das ist Bot-Feintuning. Das muss ich da, ne? Wie gesagt, Scusi, das ist von mir jetzt keine Absicht, nicht, dass ich irgend dazu animieren möchte oder irgend voll spammen möchte, ich soll jetzt das und das und das und das auschecken, sondern das hat einfach damit zu tun, dass ich mich erst reinfuchsen muss, wie der Bot genau funktioniert. Er funktioniert Hauptsache generell, aber das Vieh muss man auch so ein bisschen. Ne? Abraham hat vor ein paar Jahren im Radio gehört, mit Putin war damals etwas schockiert. Okay? Kriegen wir hier, alles gut, wir alle lernen by doing. Ja, genau. Okay. Ich nenne das Ding jetzt Yakudama. Das ist eine Anlehnung an einen Angriff von einem Charakter aus Dragon Ball GT. Vielleicht die Findigen unter uns werden das wissen, aber Yakudama passt irgendwie zu dem Ding. Ich weiß es nicht. Das ist so ein. Ne? Gut, dann haben wir den Encounter auch. Da gibt es noch ein Item für uns, das nehmen wir uns auch noch mit. Sternstück, ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, der hat einen Nebulak. Der Typ hat einen Nebulak. Da siehst du es doch. Hey, Gaskopf. Okay. Da machen wir mit dem Radl drüber. Ah, warte mal, da einen Bären. Ich hab's genau erlurt. Was mir gerade auffällt, warum schauen? Jetzt, Moment einmal. Scusi, muss ich schnell schauen, weil, wie ist mir jetzt vorher gerade schon aufgefallen, dass die Auflösung ein bisschen schwammig wirkt. Hat sich das beim Update versteht? Nö, eigentlich nicht. Okay, dann wird es schon so passen. Dann kommt es mir wahrscheinlich nur so vor. Das habe ich noch gar nicht gefragt, was ist eigentlich so mein Lieblings-Pokémon? Puh, das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil es gibt mehrere Pokémon, die ich geil finde. Aber wenn du jetzt mein All-Time-Favorite wissen möchtest, rein vom Design her etc. pp., da die wahrscheinlich für Rayquaza gehe. Oh Gott. Okay, ja, ich hoffe, ihr habt 10 Zeit mitgenommen. Ah ja, perfekt. Easy. Sonderbonbon. Okay. Das ist schon wieder Mew. Das haben wir letztes Mal schon mal gesehen, glaube ich, irgendwann, oder? Rayquaza ist ja auch schön. Ja, es ist nicht nur, es geht mir jetzt nicht darum, dass Rayquaza, also jetzt im Sinne von, ne, dass es schön ist, so, es schaut geil aus, aber ich finde einfach die Aufmache von Rayquaza cool. Es ist einfach ein riesengroßer Drache, der wo in der Ozonschicht lebt, der quasi dafür sorgt, dass sich Groudon und Kyogre nicht in die Haare kriegen. Also wie es Rayquaza halt, die Art und Weise, wie sie Rayquaza eingeführt haben, die hat mich halt so brutal flasht, so auf die Art, für Pokémon-Verhältnisse, ne? So. Freunde der Sonne. Wir sind jetzt in der Stadt der Ruinen in Trostu angekommen.
Das Geile in Trosto ist, in dem Hack, hier in dieser Pokémon-Pension kann man EV-Training betreiben. Das heißt, wir werden unsere Pokémon auf ein neues Level heben können, was zauberhaft ist. Das werde ich aber allerdings offstream machen. Genau, die Bären kann man kaufen, damit man EVs wieder löschen kann. Also nur zur Erklärung. Für jedes Pokémon, was du besiegst, glaube ich, habe ich schon mal erklärt in irgendeiner Wort, kriegst du EV-Punkte und diese EV-Punkte sorgen dafür, dass deine Werte halt in eine gewisse Richtung sich steigern. Und mit diesen Bären kann man diese Werte, was die Pokémon bis dahin gesammelt haben, wieder löschen auf 0. Und dann kannst du quasi ganz gezielt noch mit deinen EVs neu verteilen. Und das werde ich dann offstream machen. Ich werde quasi die ganzen bisher angesammelten EVs aus allen Pokémon runterlöschen und werde dann spezifisch Competitive Builds draus machen. Okay? Das mache ich aber wie gesagt offstream, weil das ist sehr zeitaufwendig. So, was hat er da? Genau, der gibt unser Ditto mit vollen 31 DVs. Ist völlig irrelevant für uns, brauchen wir nicht. Und Dora kannst du wahrscheinlich gezielt trainieren. Genau. Ich hab mir dein Wort kurz auf 2-fache Geschwindigkeit angeschaut. Du hast auf 212 nur den Baum, statischen Encounter, aber nur kein Gras oder was. Okay, Mr. Saijing, vielen lieben Dank dafür. Press F for Respekt für die Mühe. Dann werden wir den Encounter noch nachholen. Gegen Ende des Streams. So, erst greifen wir da mal den ganzen Bären ab. Jetzt müssen wir erst einmal mit jedem Idioten in der Stadt reden, weil der kann noch irgendwas für uns haben. Ne? Das ist eine goldene Regel in ROM-Hacks. Ne? In ROM-Hacks immer mit den Leitschmerzen, die haben oftmals irgendwelche Gegenstände, die sehr zauberhaft sind. Und der Gutsufuß ist der neue Gigantifizierer. Aber jetzt hätte ich mal ganz eine blöde Frage. Jetzt meine ich jetzt wirklich eine neutrale Frage. Okay, also bitte nicht falsch verstehen. Dieses Emote-Gigantifizieren-Dingens, das kostet ja Bits. Kriegen die Bits die Streamer, da wo das gigantifiziert wird, oder kriegen die Bits tatsächlich dann Twitch? Weil das habe ich bis heute nicht kapiert. Das ist jetzt die Frage. Also wirklich eine ganz belanglose Frage. Es geht mir nur darum, das zu wissen, weil dann muss ich das nämlich ein bisschen oberschrauben. Also ich glaube, ich habe es eh nicht geändert. Ich mache das standardmäßiger so ist. Ich weiß es nicht. Aber... Wollen wir auf YouTube schauen, lohnt sich? Ja, das ist mein Archiv, ne? Da haben einige Projekte drauf jetzt mittlerweile. Soweit ich weiß, kriegen die Streamer das. Berechtigte Frage. Okay? Also meine Streamer-Kollegen, die das vielleicht wissen, oder halt auch vielleicht irgendein Chat-Teilnehmer wie der Abby, sagt mir das gerne mal. Das würde mich interessieren, ob das ich als Streamer bekomme oder ob das an Twitch geht. Ja, was soll jetzt er da? Nix, okay. Ich glaube, ein Teil wie bei den anderen Gruppen ist ja Teil von Affiliate, okay? Ja, aber wie gesagt, das würde mich interessieren. Die krieg ich! Also sprich jedes Mal, also wie jetzt zum Beispiel der Gutsufuß hat jetzt zweimal ein Emote gigantifiziert für jeweils 50 Bits, also sprich ist es so, wie wenn man der Gutsufuß 100 Bits cheert, so quasi. Verstehe ich das richtig? Steht unter dem Reiter Werbung oder so im Dashboard. Okay, da muss ich mal schauen. Ja, nur mal mitgekriegt, ich hab Benachrichtigung gekriegt, das war während ich auf Kurs gelegen bin. Ja, gigantifizieren, da, schau mal. Ich hab dann halt im Urlaub auch nicht genau geschaut und seitdem habe ich mich nicht mehr wirklich befasst damit. So bin ich auch ganz ehrlich. Jetzt bin ich beruhigt, Basi weiß sowas auch nicht genau. Ich habe seitdem ich hier bin keinen Plan von Bits überhaupt, kauf sowas auch nicht. Mir langen Kanalpunkte. Ja, ich bin jetzt auch nicht allwissend. Ne? Und Twitch ändert so oft irgendwelche Sachen. Also man, es ist eigentlich Armutszeichen, weil eigentlich sollte ich das wissen, weil ich mich halt damit befassen muss. Bezüglich Finanzamt etc. pp. Ne? Aber das war tatsächlich, das habe ich bis heute nicht herausfinden können. Was jetzt da eigentlich genau... Aber das war frech, wenn es Switch kriegen darf. Ja, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie.
Da kennt sich langsam kein Mensch mehr aus, ja, das stimmt. Lieber schiebe ich einen Prime in den Arsch, ja. Das ist aber dann hoffentlich kein großer Prime. Weil sonst, weil sonst tut es irgendwann einmal weh. Verstehst du, wie ich meine? Aber danke dafür, an der Stelle. Kriegst du Busse aufs Bauch, das so schön wackelt. Als früher ist egal, als drüber schon wichtig, weil eben Finanzamt. Ja, genau, eben deswegen. So, da hinter haben dann die Ruinen irgendwo. So, wie gibt man jetzt so. Hä? Wie? Achso, da muss man. Ja, okay. Moment. Kriegen wir schon. Haben wir mit euch jetzt schon geschmatzt? Oh, nicht wirklich, okay. Flutsche Regelbase, aua. Oh, schauen wir mal, was denn der da hinten da drin ist. Aber der, du hast kein Bett, warum? Schlafst du unterm Tisch drin? Bibi, habe ich der, grüß dich Gott. Wie geht's da? Lieber ein Prime-Sub in Arsch wie ein Optimus Prime. Ja, das stimmt jetzt auch wieder. Das stimmt jetzt auch wieder. Obwohl ich eigentlich einmal kurzzeitig einmal auf den Trip war, dass Twitch Prime abgeschafft wird. Warum auch immer. Aber Twitch Prime ist schon eine feine Sache, muss ich schon sagen. Litchi-Beere, okay. Und man sitzt ein Saftal oder was? Wie geht's da? Schön, dass du einer schaust. Ich hoffe, alles gut bei dir. So, jetzt renne ich zum 5. Mal da rum. Weil ich, warte mal, in der oberen Bude war ich noch nicht drin, oder? Ja, aber wie kommst du denn jetzt? Moment. Wie kommst du in das Haus rein? Du musst ja von da herum. Ah, Moment, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab da. Ah, okay, I see what it is, man. Bibi, danke für dein Following. Vielen lieben Dank. Danke dafür. So. Habt ihr nicht irgendwas für mich? Was? Was eine Flamme auf dem Kopf hat? Ja, mag man wahrscheinlich. Ja. Ich hab ein Pokémon, was eine Flamme auf dem Schwanz hat, aber nicht auf dem Kopf. Ne? The tail is on fire, you know what I mean? Gut, dann schauen wir in die Ruinen. Jetzt, wenn ich da nochmal umspringen muss, dann flippe ich komplett aus. Ich sag das, wie es ist. So. Oha. Oha, der ist von der Top 4. Habe ich die Ehre, möchtest du drüben anschauen? Darf ich mich kurz vorstellen, ich bin der Lucien, ein Psycho-Pokémon-Trainer und Mitglied von der Sinnoh Top 4. Verstehst du, wie ich meine? Ruinen sind eine ganz wunderbare Sache. Die sind wie ein Birkel. Du kannst. Nein, das so geht's nicht. Den spare ich mir. Sonst kriege ich wahrscheinlich einen Permabomb. Okay. Trainierst du irgendwelche Psycho-Pokémon? Wenn ja, dann kannst du die technische Maschine dem lernen. Oh, lecker, mal jetzt so Psychokinese oder was? Okay, der hat mir jetzt einfach mal gnadenlos. What do you say? Would you like to battle me knowing this? Hat's Flemling nicht auch? Nein, Flemling hat Federn. Okay, Freunde, wisst ihr was? Das, was ich jetzt tue, ist eigentlich absolutes No-Go für Nuzlocke, aber zwecks der Spannung, okay? Ich werde jetzt so einen Bosskampf machen, von dem ich nichts weiß. Und ihr dürft es abstimmen. Aber was heißt abstimmen? Ich darf es vorhersagen. Wir können jetzt da wohl gegen einen Top 4 Psychotrainer kämpfen. Ich habe keine Ahnung, was er kann. Ich habe keine Ahnung, was er hat. Er hat uns Psychokinese gegeben. Deswegen machen wir jetzt wieder 2 Minuten Vorhersage.
wie viele Pokémon sterben, okay? Also 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder wir wipen halt komplett, okay? Haut's in die Tasten. Der Sai-Ching hat halt schon profitiert davon, unter anderem. Ne? Aber der hat mir jetzt einfach fast gratis, der hat mir eigentlich jetzt gratis Psychokinese gegeben und wir müssen ein bisschen Würze einbringen in den heutigen Stream, habe ich so das Gefühl. Der erste Bosskampf, der war viel zu einfach oder ein bisschen viel zu unspektakulär. Das werde ich jetzt wahrscheinlich gleich bitter bereuen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich gleich gnadenlos bitter bereuen, dass ich das jetzt mache, aber ne, zwecks euch, ne? Zwecks der Spannung war es gewesen. Es war halt einfach nur zwecks der Spannung gewesen. Und wenn wir wipen, ja mein Gott, dann ist es halt so. Wahrscheinlich werde ich sie bereuen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was er kann und ich weiß nicht, was er hat. Aber ich verlose mich jetzt da einfach einmal auf meine Intuition. Hashtag all in. mit deinen 255 Punkte. Jetzt pass auf, 255 und jetzt, wenn wir dann fertig haben, ist es wahrscheinlich 2500. Je nachdem, wie das ausgeht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was er hat. Also wirklich so null Ahnung. Also er wird Psycho-Pokémon haben, ja. Aber wie der aufgestellt ist, ob es ein Einzelkampf war, wenn es ein Doppelkampf ist, dann kann ich mich erschießen gehen. Brudi, wenn das ein Doppelkampf ist, dann kann ich mich legit on-stream erschießen gehen. Da wäre ich voll dabei. Das ist halt, ich glaube, dass wir das gemacht haben mit den Kanalpunkte vorhersagen. Das glaube ich ist für euch, das ist besser zum Mitfiebern. Nicht ganz all in. Gerade reingekehrt bei der Band, holy moly. Muss man dann nachher quasi auch noch mal anhören. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr habt alle eine Punkte kassiert. Oder einkassiert, ich weiß nicht, was uns erwartet. Oh Gott, was habe ich da jetzt da? Natürlich hat er 6 Pokémon. Ja, rest in peace, Brudi. Okay, wie schlimm hätte es jetzt kommen können? Okay. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen abzufacken, das hilft jetzt euch nichts. Okay, Bizarro-Raum. Oh Gott, das wird nicht einfach, Freunde. Das wird absolut nicht einfach. Ah, stimmt. Psychic Terrain verhindert ja Prio-Attacken. Okay, das Ding geht raus. Okay, pass auf. Der links hat er... So, warte mal, das ist jetzt völlig irrelevant. Ein Seitentargeten bringt ja jetzt gar nichts, weil das ja ein und derselbe Trainer ist. Okay, let me see. Oh shit. Okay, jetzt pass auf, warte mal. Fuck, der hat sehr gemacht, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, rest in peace, Porygon, das tut weh.
Oh, ich habe jetzt aber auch nicht unbedingt das beste Team gegen, gell? Er hat Bizarro-Raum, das heißt, er ist schneller als ich aktuell. Ich muss gamblen, tatsächlich. Flammenwurf auf das Ding und Sucker Punch auf... Ah, geht doch nicht, weil Psychoterror drin ist. Fuck. Autsch. Autsch. Okay, wir werden so wipen. Wir werden so gnadenlos wipen, ich sag's irgendwie, wie es ist. Und wenn nicht, haben wir herbe Verluste. Oh Gott, natürlich hat er es im Saler. Mit Download, ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, wobei, vielleicht können wir uns damit fangen. Ich glaube, du hast schon ein bisschen Ideen gehabt. Ja. Es war nicht so eine gute Idee, was ich da jetzt gemacht habe. Okay, jetzt ist wieder alles normal. Ja, du bist paralysiert. Ah, ja, das ist noch nicht over. Wir können so rumreißen. Okay, das ist paralysiert, ist gut für uns. Okay, jetzt hat er wieder Bizarro-Raum. Das heißt, er ist wieder schneller. Ah, das scheiß Psychoterror, das ist halt ein bisschen so das Problem. Okay. Ja, der Seher, der knallt halt richtig rein. Oh, okay. Ja, ich muss aber fast drin bleiben, weil alles andere stirbt instant. Boah, leck mich am Arsch. Okay, Chelterra wird auch drauf gehen. Ja, noch geiler Gladianer, ja, perfekt. Okay, das Psychoterror ist weg. Wait, wenn das weg ist... Ja gut, aber der überlebt es auf keinen Fall mehr.
Psychoterra ist weg, das heißt Prio-Attacken funktionieren wieder. Oh, fuck off, Alter, der hat Justified. Well, GG. Ja, der zerfetzt uns ganz schön. So, solange jetzt er nicht noch irgendwie irgendeinen Angriff hat, der wo elektromäßig ausgebaut ist, ne? Okay, das kann jetzt quasi nichts mehr tun, okay. Ja, wir gewinnen den Kampf, Freunde der Sonne, wir wipen nicht, aber der Preise sind natürlich jetzt sehr teuer, ne? Haben wir leider 3 sehr gute Pokémon verloren. Unglücklicherweise. Hauptsache nach Tara noch da. Ja, nach Tara hat es noch irgendwie Rumbong. Okay. Ja, das hätte man sparen können, glaube ich. Oh, wir kriegen Herzschuppen. Herzschuppen haben natürlich auch gut. Ja, Press F for Respect für Porygon, für einen Feuerschwanz, aka Glurak und für Staraptor. Das hat leider nicht so funktioniert. Müssen wir uns leider schweren Herzens von diesen 3 Pokémon verabschieden. Mit das. Aber Gott sei Dank, also so ist es natürlich jetzt nicht rechtfertigen, ne? Aber zum Glück haben wir noch einiges auf der Ersatzbank sitzen, das wo da ein bisschen aushelfen kann. Gut, dann löse ich mal auf, Freunde der Sonne. Ich weiß nicht, ob wer 3 gewählt hat. Aber falls ja, dann GG an denjenigen, der wo jetzt massiv kassiert. Oh, keiner gerechnet damit, okay, auch fein. Okay. Das sind unsere bisherigen Verluste. Da werden sich 3 weitere anschließen müssen. So, und jetzt müssen wir kompensieren, Freunde der Sonne. Ja, also es ist jetzt, wie gesagt, es ist bitter auf jeden Fall. Aber das kriegen wir wieder hin. Porygon können wir ganz gut mit Relaxo ersetzen, tatsächlich. Wenn man nicht verjagt, kann man auch nicht verlieren. Ja. Hast du eine gute Auswahl? Ja, tatsächlich schon. Also wie gesagt, es hätte jetzt nicht sein müssen, aber das kriegen wir noch mal geregelt. Wir könnten auch Lucario langsam mal machen. Da haben wir einen Stahltypen mit bei. Jetzt brauchen wir noch irgendein Feuer-Pokémon, ja. Da hätten wir Logok theoretisch. Oh, wir hätten noch Rotom-Hidi. Ah, schau her. Rotom-Hidi, das. Ja, es ist in Ordnung, Mann. So, jetzt brauchen wir da Aurosphäre. Haben wir hier.
So, und dann brauchen wir Level Up. So, wo ist da Infinite Candy? Das haben wir doch... Ah, Everlasting Candy, da ist er. Haben wir ein Level, weil das sollte jetzt eigentlich sich entwickeln, right? Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut, Lucario nehmen wir. Drachenpuls bringt uns nichts, weil leider unser Lucario physisch ist. Macht aber nichts an der Stelle. So, was haben wir jetzt da? Ist Final Gambit, was ist das? Bullet Punch war eine Idee, so Prio. Okay, oder auf alle Fälle T-Punch und Ice Punch, ist auch nicht einmal so verkehrt. Psychokinese, what the fuck? Machen wir mal Detect drauf. Das ist nämlich ganz gut zum Predikten. Und, Alter, nein, nicht Change Name. Zupf die. Was mehr? Und wir nehmen noch Prio mit. Patronenhieb. Okay. Schau mal, vielleicht kann das Ding sogar Drachenklaue lernen. Ich bezweifle die zwei jetzt, aber wer weiß das schon. Na, kann er nicht. Okay. Können wir das dabei mal so lassen. So, wie schaut's beim Relaxo aus? Es hat leider ein bisschen ein beschissenes Wesen. Schauen wir mal. Crunch auf jeden Fall. Heavy Slam habe ich auch gerade gesehen. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Okay. Okay, der Angriffswert ist aber trotzdem immer noch her. Passt. Gut, dann brauchen wir Items. Gut, Relaxo speist eigentlich immer nur mit Lefties. Veninfant. Ah, heute das Lefties oder Nacht, hat er. Das ist einmal so. Dann brauchen wir da nein, nicht Fokusband, Muskelband brauchen wir. Muskelband. Da kann man das Schlauglas hernehmen, das Weißglas ist, jawohl. Dann geben wir dir Shellbell. Im Idealfall. Wo liegt es denn auf der Box? So, oder nicht mehr. Hä? Wie jetzt dumm? Ah, da ist. Gut zu Fuß, danke dir für den Lurk. Schau mal zur Modellflugtag vorbei. Danke dir für den Lurk und viel Spaß. Muss dir gut gehen. Okay.
Team haben wir wieder auf Vordermann gebracht, hoffe ich mal. Ja? Hätte auch schlimmer kommen können, sagen wir es, wie es ist. Also jetzt nicht optimal, ja. Aber wir haben immer in den Kampf überlebt, das ist das Wichtigste. So, wir haben noch irgendwie Herzschuppen gekriegt, meine, hat der gesagt, oder? Die Frage ist, wo haben die? Ach da, 6 Herzschuppen, okay. Gut, dann schauen wir mal in den Pokémon-Turm, Freunde der Sonne. Pokémon-Turm haben erfahrungsgemäß Geister-Pokémon. So, Relaxo geht jetzt mit uns spazieren, ob es ihm gefällt oder nicht. Big Boy, der passt doch nicht einmal durch die Tür durch. Bitte, Trainer, hast du mein kleines Mädel gesehen? Sie hat gesagt, sie geht irgendwo mit ihrem Pokémon zum Spielen, aber ich habe es seitdem nicht mehr gesehen. Das war gestern und sie ist immer noch nicht heimgekommen. Bitte, Trainer, helft mir, dass ich es wieder finde. Ich habe schon überall nach ihr gesucht. Ich habe die schlimmsten Dinge über den Ort gehört. You agree to help, hey? Du hast mir nicht mehr ja, okay. Also du kannst meine Pokémon heilen, ja, das ist einmal gut. Oh, okay, ein düster Umhang. You recall ghastly stories about Litwick. Go check on the people nearby. Okay, das ist nein, das war im Vanilla Game auf jeden Fall nicht so. Sorry, I'm not in the mood to talk right now. There was a ghost Pokémon beside me. I don't think it did anything to me. Although, I have noticed myself feeling drained after visiting my partner here. Must just be the atmosphere. Can you go now? I'm visiting my partner here. Rest in peace, Dudu. You were the best rock snake a guy could ask for. Das ist quasi der Pokémon-Friedhof. Also, es ist wirklich so, da ist eine Pokémon-Ruhestätte. Okay, die sind quasi in Trance, oder was? The person is too fatigued to respond. Okay, krass. Latanecto. Oh, aren't you a cute little Pokémon? What are you doing here, little fella? Alter, was? Wow, hat das Pokémon jetzt gerade das Ding... Hat das Pokémon jetzt gerade die Frau umgebracht, oder was? Alter, ich habe in einem Pokémon-Spiel noch nie einen NPC liegen sehen. She seems to be fine, just... Wow, leck, Alter. Okay, so weit dazu, Pokémon ist ein Kinderspiel. Also, ich soll dazu sagen, das kommt im Original so nicht vor, okay? Im Original hast du da drin keine Handlung. What's with that Pokémon? It just came up to me and my Pokémon started fainting one by one. Never seen anything like it. If you'll excuse me, I need to get to a Pokémon Center. Ja, der hat nicht nur das Pokémon umgenockt. Heilige Scheiße, Alter. Was bist du für Amok-Pokémon? The strange Pokémon disappeared. It's trying to take you with it. Die Frage ist, kann man das Ding jetzt fangen? Die Musik hat leichte Final Fantasy VII Vibes.
Ich sage mal so, das ist von den ganzen Tracks, die es in Pokémon gibt, mit Abstand der creepieste. Der Trash Can is empty, ja, herzlichen Glückwunsch. Statischer Encounter, ja, das war theoretisch ein statischer Encounter, aber ob man das fangen kann, ist die Frage. Okay, das Ding, das Glurak brutal aufwing. You can't throw. Okay, du kannst es leider nicht fangen. Oh, sad. Boah, leck, das ist auf Level 39. Ah, du kannst es leider nicht fangen. Schade, das war natürlich geil gewesen. Latanecto ist ein cooles Pokémon, ja. Dankeschön. Hey, was? Im Moment? Danke dir. It looks like it wants to come. Oh! Okay, wir haben das Ding nicht fangen können, wir kriegen aber Grundentwicklungsstufen von dem Kerzal. Freunde der Sonne, wir brauchen das ist quasi ein statischer Encounter, wir brauchen einen Namen für ein Kerzen- bzw. ein Kerzenleuchter-Pokémon. Haut's in die Tasten. Freunde der Sonne. Skelabra ist ein richtig geiles Pokémon. Ist zwar Glaskanone, aber richtig cool. Ist von der Gen 5 eins von meinen Lieblings-Pokémon. Lumiere? Ja, Bottschild eigentlich schon. Der Kronleuchter ist super, ja. Das ist richtig super. Lumiere gefällt mir aber tatsächlich. Bonfire war irgendwie auch geil. Wegen Dark Souls und so, ne? Französisch für Feuer. Kerze. I like. Gefällt mir. Warte mal, da werden wir aber jetzt gleich mal. Auf welcher Box bist denn du jetzt? Hä? Ah, da ist er. Auf Level 30 immerhin, schau mal. Minus Special Defense plus Defense. Ja, okay, ist nicht optimal, aber auch nicht Katastrophe. Okay. Levelt man mal auf, den Burschen. Und wir kriegen da drin einen normalen Encounter, fällt mir gerade ein. Ich weiß jetzt nicht, wann er sich entwickelt, aber... Gute Feuerergänzung auf alle Fälle, ja. Okay, Fluch, nein, das brauchen wir nicht. Okay, entwickelst du die noch rechtzeitig? 36 maybe? Oh, Shadow Ball ist nice, das nehmen wir. Spricht man Lumiere, okay? Hallo, entwickeln? Nicht? Schade, es entwickelt sich noch nicht, da müssen wir aufs Level Cap warten, bis es sich erhöht. Aber dann würde ich mal auf 39 zählen. Aber der Encounter, der ist nice auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall nice, den können wir brauchen. So ein guter Encounter tatsächlich. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet gehabt. Der ist gut, den lassen wir mal... Lumière. Ich kann kein Französisch.
Möchtest du wissen, wann sie es entwickelt? Ja, klar, also, das ist ja in dem Hack wieder anders, da haben sie einiges abgeändert. Aber wenn es das weißt, ja, dann darfst du es gerne sagen. Jetzt holen wir uns aber da auf alle Fälle, erstens einmal holen wir uns jetzt da drin nur die Items, wo da drin liegen, und wir holen uns da drin auf jeden Fall noch einen Encounter. Da war es ja direkt aus. Oh, 41 oder 42. Okay, nice. Nicht to know. Danke dir. Deswegen schreibe der. Ja, okay. Ja gut, am Feuerstein, glaube ich, hätte ich sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Also hätte ich irgendwann einmal in dem Leben geglaubt. Keine, aber meine, ich hab keinen Feuerstein. Braucht er. Stimmt, das hat er am Finsterstein braucht, ja, richtig. Okay, dann jetzt die ganzen Clownsnasen. Das skippen wir jetzt einmal so weit möglich. Haben wir eh schon nur Verluste gemacht heute. Oh fuck, oft da ist ein Doppelkampf. Ja gut, den werden wir machen müssen. Ah, wobei. Sag mal, wie es ist, kämpfen lieber gegen die zwei. Den hättest du sogar, ja. Einen Duskstone hätte ich sogar, ja. Aber das Level Cap kriegen wir leider erst, wenn wir Kampfarena gemacht haben. Also ich kann weiter wie 39 kann ich aktuell nicht leveln. Geht nicht. Ich finde das so cool, dass Relaxo einfach da oben, also so gefühlt da umfällt. Okay, das Ding ist hier. Der Spirit Animal. wegen dem Schlupfen oder was? Okay, Valma. Okay, der Taucher ist jetzt fein. Gibt's ein Faultier-Pokémon? Ja. Bummels bzw. Leta King, das haben wir sogar. Sag ich da gleich. Ich glaub, Leta King können wir uns sogar schon holen. Vom Level her. Normalerweise. Also, okay, so Dingens. Sturdy. Merkst du, du bist alleine durch mit der Pokémon-Geschichte? Ja, du hast noch ein bisschen aufzuarbeiten. Ich freue mich ja schon, wenn Re-Illuminated Platinum kommt. Aber es wird noch dauern. Aber es soll angeblich... Also, wenn es gut läuft, heuer noch können wir, wenn es blöd läuft, erst nichts zu. Gut, aber normalerweise... Wenn wir nicht alles täuscht, glaube ich, haben wir mir Bummels gefangen. Ja. Da haben wir Mundtier. Schaut jetzt gerade nicht so faul aus, ich weiß, aber Moment. Noch Adam und Riese. Das kann auch richtige Scheißattacken noch. Ja, der Abby, bitte verzeih mir, ich muss den Botnamen muss ich noch ein wenig feintunen. Ich hab's eh schon erwähnt. Das ist eigentlich nicht meine Absicht gewesen, dass der so schnell so viel da reinrutzt. Also da muss ich einfach am Timer noch was ändern. Ich werde den auf eine Stunde setzen oder so. Das ist noch ein bisschen Feintuning. Also bitte, das müsst ihr mir verzeihen. Das ist so nicht beabsichtigt. Mrs. Wifey, I proudly present to you
Mr. Faultier. Leta King. Ja, wohin nicht mehr? Sollen wir... Also... Ich kann in dich umbenennen, wenn dir das lieb ist, ne? Mr. Faulking, ja. Bummels ist noch ein wenig, ja, das ist eigentlich das klassische Faultier. Ne? Also das schaut ja da wirklich aus wie ein Faultier. Das ist halt eine Entwicklung davon. Also am Namen wird es nicht scheitern, aber, ne? Was hab ich jetzt wieder drin gehabt? Rotom, ja. Mir war's wurscht. Ändert man noch. Oh, du bist ja erst auf Level 33. Wow, gut, dass ich es gesehen hab. Nein, ich brauch keine Hex. Gut. Okay, Irrlicht. Ist fein. Okay, das ist die Spitze. Glänztag. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das war. Okay, das sagt quasi nichts zu mir. Ja gut, dann holen wir uns da aber jetzt noch einen Encounter tatsächlich. Schauen wir mal. Kann man vorstellen, dass wir uns Lichtel hätten jetzt da auch so fangen können, aber wahrscheinlich mit einer geringeren Chance. Nebula haben wir ja schon. Also beziehungsweise Gengar haben wir ja schon. Vielleicht haben wir... Wisst ihr, was der absolute Brüller-Encounter jetzt da war? Zwirlicht. Weil wir einen Düsterumhang gekriegt haben. Tubes Claws oder Species Claws in dem Fall, weil wir Gengar schon haben. Das können wir skippen. Also entweder du lässt mir jetzt auf der Stelle auf oder du stirbst. Dankeschön. Man muss nur drohen, siehst du es da? Oh. Na, das hat's schon wenigstens gleich gespannt, dass mich gehen lassen soll. Walleck, Alter. Also jetzt haben wir, also wir wiegen diese Verluste wieder auf. Das ist ein Geschoglager. Heute ist ein guter Tag. Hat man einen Stiefel auf kleiner Zahlen gekauft. Dr. Martens Originale, die eigentlich 240 kosten. Ich hab's für 80 erwartet. Die kamen gerade an. Sehr schön. So, wir brauchen einen Spitznamen für Zwirlicht, beziehungsweise für Zwirfinst. Das soll, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ich kann es euch leider nicht sagen. Lasst euch irgendwas Lustiges einfallen. Scheigeil wird da jetzt da passen, aber es schaut halt dann nicht mehr so aus, wenn es entwickelt ist. Ne? Also lasst euch gern was Kreatives einfallen. Sido. Also Wifi, ich muss schon sagen, also wenn du eine Kanone hättest, gell? Dann möchte ich nicht der sein, der wo gegenüber von deinem Fenster hockt. Also Sido ist schon mit der Masken, auf das wäre ich jetzt niemals gekommen. Sido ist richtig stark. Ja, GG da die sagen, weil... Ich muss schnell schauen, wo er ist. Ah, da ist er. Habt ihr schon gesehen. Sido ist OP, ja. Sido ist absolut OP. So, sogar ein Spelltech.
Aber mir schlagen wir heute jetzt halt instant 2 Fliegen mit einer Klappe. Sag ich gleich warum. Die meisten Falls entwickelt sich. Aber normalerweise ja. Ja, okay. Wir entwickeln jetzt Sido und wir haben unten im Erdgeschoss ein Item gekriegt. Und nur mit Hilfe dieses Items kannst du das Ding nochmal entwickeln. Deswegen ist es jetzt so OP, dass wir genau Zwirrlicht gekriegt haben. Einziger Wermutstropfen. Es gibt in dem Spiel keinen Evoliten. Das heißt, wir können es bedenkenlos weiterentwickeln. So, jetzt müssen wir nur schauen. Und Kleinname. Schon haben wir 2 Fenster. OP, Freunde der Sonne. Ah, Jolly ist... nein, ist eigentlich nicht so gut. Jolly ist richtig beschissen für 2 Fenster. Aber ist okay, wir können später Wesen ändern mit Herzschuppen. Das sollte nicht das Problem sein. Das Ding wird hier nicht angezeigt. Das ist wohl ein Fehler von der Version, ne? Weil da nachträglich natürlich Stuff frei gemoddet worden ist. Deswegen kann es da unter Umständen zu Anzeigefehlern kommen. Also nicht wundern. Okay. Aber 2 Fans ist fein. Das, du, sag aber, es ist nicht mehr gern. Welcher Encounter hätte es nur gegeben? Vermutlich sämtlichste Geist-Pokémon. Ich habe jetzt Dokumentation nicht offen, aber ich vermute mal, dass es alles gegeben, was irgendwie geistermäßig angehaucht ist. Jetzt tue ich nur schnell Folgendes für mich später. Die ganzen Neuer tun wir mal da umsortieren, die wir heute gekriegt haben. Lichtel haben wir gekriegt. Krypok haben wir gekriegt. Ja gut, ja, wenn geisterlastig, gebe ich zu, okay? Aber, ne? Ja, so, alles in allem, ich meine, ja klar, wie gesagt, es sind da Pokémon drin, die tun mir unfassbar weh. Tarnhell tut mir brutal weh, der tut mir brutal weh, Porygon tut mir brutal weh. Also wenn wir den noch hätten, war schon ganz geil, aber wie gesagt, wir können wirklich noch ganz gut kompensieren. Wir haben ein fucking Milotic. Das Ding haben wir auch noch, da muss das Wesen auch noch ändern, das ist auch unfassbar stark. Wir haben ein Aerodactyl, also wir können schon noch ein bisschen, kompensieren. So ist es nicht. Kriegen wir schon irgendwie. Wifis Eischenker, meine machen wir beim nächsten Mal, weil erstens habe ich vorher gerade getrunken und zweitens mal geht der Stream eh nicht mehr allzu lang. Also wenn es für dich okay ist. Wenn nicht, machen wir es natürlich noch. Ich muss aber noch Flaschen trinken holen. Tatsächlich. So. Ist auch okay, passt. Warst du vorher schon da? Ah ja, okay. Du hast nicht gesehen, was du doch, vorher. Also, die Flaschen da, die war vorher fast voll. Und 6 das ist fast leer. Also, ich habe mich brav hydriert. Gut, dann gehen wir schnell heilen. Und dann gehen wir noch auf die nächste Route und schauen wir noch, was da Phase ist.
Ich glaube, auf der nächsten Route ist eine Horde Entons. Wenn mich nicht alles täuschen tut. Route 210. Jetzt lassen wir mal überlegen. Okay, das ist auch 210 und das ist auch 210 und den verzögert man den Encounter. Ich kann nicht gar sagen, warum. Weil die Pokémon, die man da kriegt, sind deutlich schwächer als die, die man da kriegt. Und wenn ich mich recht entsinne, können wir auf der Route Drachen-Pokémon kriegen. Und ganz ehrlich, ich nehme lieber ein starkes Drachen-Pokémon wie irgendein 0815 Pokémon, das was uns jetzt aktuell nicht wirklich rausreißt. Route 209. Die müsste ich haben. Stimmt, apropos Encounter, auf Route 212 müssen wir uns noch was fangen, gell? Ich glaube, das war Owei, oder? Also, das war Route 212. 212 war Owei, das war halt aber der statische Encounter, right? Ich kann mich halt leider nicht mehr erinnern, was das gewesen ist. Ich kann es dir einfach nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. 206. Das war im Garten der Freude. War das Ponita? Nein, das war 207. Flurmel, glaube ich, haben wir... 205. ...208... Ebenfalls 208. Okay, einmal statisch, einmal groß. Was Burmi? 206. Muss ich mir gar... Wayward Cave, okay. Sein muss ich mal anschauen. Muss ich mal anschauen, ob wir 209 nicht auch schon haben. Aber, jetzt pass auf, 210 verzögert man. Ja gut, dann müsst ihr jetzt... Ja komm, lauf zurück, ist ja wurscht. Weil Fliegen habe ich noch nicht, dann holen wir uns unten den Encounter noch. Ja, perfekt, genau das wollte ich nicht. Naja, okay, egal. Ich habe Gott sei Dank nur 2 Pokémon. Okay, wie brot sollen deine Pokémon sein? Bazi, hier, take it. Relaxo und Chelterra, also... Au. Okay, das war Zugabe, oder? Nein, das war nicht Zugabe. Ja, das war irgendwie klar, dass das passiert. So, Ofenrot haben wir dies. Und der Käfer ist platt, wird vorne gut, das garantiert er. So, das werde ich mir ganz gnadenlos anzünden, das Ding. Das meine ist zintig.
Ich glaube, ich tue da mal so ein bisschen mehr schnelle Offensivstärke wäre noch. Tatsächlich. Ah, ist wurscht, dann nehmen wir halt die Trainer auch noch mit, weil es eh egal ist. Die sollten jetzt eigentlich nicht so dramatisch sein. Trotzdem noch mal schauen, weil das kommt mir, wie gesagt, mir kommt das so komisch vor. Schaut aber ein besser aus, Mann, oder? Bisschen schärfer. Also es kommt mir zumindest so viel. Also gut, ich frage mich halt, wie die an Relaxwitz vorbeikommen wird. Die haben wir gemacht. Jetzt, wenn wir das hier gibt, kriegen wir da eine Angel. Ah, tatsächlich, da kriegen wir eine Angel. Lul. Perfekt. Ah, du brauchst mir nicht gleich, wenn man Angel nutzt. Zupf dich. Los mich. Ah, der Lachs, du bist zu breit. Bist zu breit, mein Bruder. Gut. Dann holen wir uns jetzt, dass wir alle beruhigt sind, da herunter den Encounter noch. Route 209. Der Herr Sai-Ching hat das confirmed, dass wir da keinen Encounter geholt haben. Jetzt ist halt die Frage, gehen ins Groß oder... Ich glaube, dass ins Groß geht, weil Wasser-Pokémon haben wir, glaube ich, jetzt einiges. Deswegen werden wir uns da... einen Encounter im Gras gönnen. Schauen wir mal, was wir finden. Super, oder? Ich wollte nicht angeln, dass ich kein Wasser-Pokémon kriege. Was kriege ich? Merl. Perfekt. Wobei das eine brutale Fähigkeit haben kann. Ja, gut. Wir brauchen einen Namen für Merl. Eine Wassermaus. Ja? Vorschläge werden gerne im Chat angenommen. Meine lieben Freunde. Marielle, Piccolo, Ariel. Das war eine Weibe, tatsächlich. Ariel war gar nicht mehr so schlecht. Ariel die Meerjungmaus, oder was? Gut, schauen wir mal, was du für Fähigkeit hast. Wenn du Huge Power hast, war es natürlich geil. Wasserfee? Dickfett. Schade. Es hätte brutal werden können. Na gut, dann reißen wir wieder auf.
Das heißt, war jetzt eigentlich da oben der perfekte Cliffhanger. Warte mal, die OE habe ich gemacht, oder? Perfekt. Spedition kommt gleich mit der Klimaanlage. Nice. By the way, die Route unter Trost, da haben wir jetzt nur Kryptok als statischen, aber keinen großen Wasser-Encounter. Okay, dann haben wir aus jetzt mein Wort noch mal durchgeschaut, oder wie? Oh, Relaxo, du bist ja den ganzen Tag eigentlich nur mit zwei Dingen beschäftigt. Schlafen und verwirrt sein. Du kannst ein Politiker sein. Kaum was terrassen die auf dem Grillgeruch einer Sauerei. Sei froh, dass nicht irgendwie ein Zigarettengeruch ist. Noch einmal nachgeschaut, danke dir. Beim letzten Stream waren einmal Mathe, einmal Rinderleiter, einmal Top 4 Käfer gemacht. Okay. Ja gut, wenn der Mr. Saiching das confirmt, dann glaube ich ihm das. Das heißt, wir haben gleich noch mehr einen Encounter, dann passt es eigentlich. Finde ich gut, Mr. Saiching. Finde ich tatsächlich richtig gut. Ja, Zahlung und ich muss ja gut, ich bleibe jetzt einfach drin, ich werde dann schon irgendwie mir recht werden. Ja, Birgit, da haben wir da jetzt wieder ein Argument geliefert, gell? Also das ist der Relaxo quasi der beiden, ja so ungefähr, genau, ja, richtig. Verwirrt. Gut, ich weiß nicht, wer alt er ist, nein, der ist ja schon 31, aber, ne? Der Raucher ist jetzt über den Gasser. Man muss auch grillen. Ja, was hat man zwei Handys? Man sagt schon, der Sei ist voll auf Entzug. Alter, kannst du Scheißvogel jetzt endlich mal deinen Schnobel halten? Du gehst mal auf den Sender. Zupf dir jetzt endlich. Sei einfach OP, ja. Sei es absolut OP. Ich weiß nicht, ich hab da immer schlechtes Gewissen, wenn ich all die Leute kaputt mache. So, ne? Weil der Relax hat einfach über 200 KP. What the hell? Der Moment, wenn man so addicted ist im Pokémon, dass man sich zwei Handys deswegen kauft. Also sei es absoluter Fan. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich glaube, du bist Fan der Reihe. Gut, dann holen wir uns so einen Encounter, weil warum nicht? Du musst Unterricht geben, ja unbedingt. Gut, Encounter Time. Ah, weiß ich nicht, Brudi. Ich mein, nehmen wir. Bleibt uns eh nichts anderes über. Aber begeistert bin ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wir finden bestimmt einen Katzennamen für das Ding, oder? Ich glaube, es gibt den einen oder anderen Katzenbesitzer in unserer Community. Haben sie mal gesagt. Das ist Shiva. Das ist aber ein Mandel, oder? So darf passt. Ist das ein Weibe? Du bist... Es ist ein Mandel. Vierfacher Katze... Du Dandi, oder? Dann der Loki. Sind wir mit Loki einverstanden? Wow, leck, wir haben jetzt in unserer Box quasi, in Pokémon in dem Spiel, haben wir zwei, wenn wir den jetzt Loki nennen, haben wir zwei Namen, die wo auf die Yassi quasi runter oder angelehnt sind. Ne? Wir haben einmal ein Pokémon, was nach der Yassi benannt ist, und wir haben jetzt ein Pokémon, was nach einer von ihren Katzen benannt ist. Yassi, du hast, glaube ich, jetzt mittlerweile Nuzlocke-Namen durchgespielt bei uns. Aber nur bevor die Frage kommt, die Entwicklung von dem Ding ist ein bisschen üppig. Soll nicht heißen, dass ich der Meinung bin, dass er Loki dick ist, okay? Und nicht, dass hinterher Beschwerden reinkommen.
Schiffer. Na, Bier. Okay. Bazi sammelt gerne dicke Pokémon. Ja, wenn wir uns jetzt unser Boxname anschauen, es sind schon ein paar üppige Kameraden dabei. Also ich mache jetzt nicht Bodyshaming, um Gottes Willen. Soll jetzt das nicht heißen, ne? Aber die Kuscheligen unter uns, ne? Die wo ein bisschen fick dich, du Scheißbot. Du kriegst kleinen Permaban. Zupf dich. Sei Walte deines Amtes, wenn es vom Handy aus irgendwie geht. Wenn nicht, ja, Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du wieder gut gemacht. Gib dir Plus. So die wo so ein bisschen Kuschelpolster haben, ne? Wir haben Relaxo, wir haben Zwirfens, wobei da fällst du halt gnadenlos durch, weil es ein Geist-Pokémon ist. Wir haben Leta King Sepp, ne? Der hat nicht nur einen Bauch, der hat sogar Busen, ne? Obwohl er ein Mandel ist. Dann haben wir noch... Ja, Turtok weiß ich nicht, ob man das zeigen kann, das weiß ich nicht. Boah, leck, mir kann man Gravums auch noch mal, dann haben wir den nächsten Brummer. Brudi, sag dir, was ist, dann machen wir Gravums auch gleich noch. Alter, ich flipp aus mit dem, ne? Nein, das geht nicht. Ist doch wow. Oh, die NPCs da drin. Furchtbar. Kann ich aber gar nicht packen. Nein, ich will das nicht lernen. Zupf dich. Los mich. Nein, ich will das nicht lernen. Los mich. Wie, du entwickelst dich noch nicht. Was bist du für ein Scheißviech? Na gut, dann halt nicht. Okay, wir haben da noch keinen weiteren Brummer. Ja, ansonsten, ne, das ist jetzt alles bunt gemischt. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So, Obacht, jetzt müssen wir noch mal schauen. Unser Ziel ist da hinten in Schleide, das heißt, wir müssen da rauf. Da ist ein Café, da kann man sich Kuhmilch kaufen, wenn man in Österreich ist. Da müssen wir eine lange, lange Route, das ist die Route 215. Kriegen wir by the way auch wieder einen Encounter. Müssen wir dann da rüber. Genau, und da in der Stadt ist der nächste Arenaleiter, das ist die Kampfarena, die wird allerdings nicht einfach werden, habe ich so im Gefühl. Müssen wir schauen, wir haben wir psychotechnisch überhaupt aufgestellt. Gut, wir haben Geister-Pokémon, die könnten helfen. Ne? Wir haben Gengar, YBO kann da ziemlich gut Progress machen in der hinten. Dann haben wir da noch 3 Kameraden, wir haben das eine oder andere Feen-Pokémon, das uns da vielleicht helfen kann. Wir haben eventuell ein Simsala bis dahin, ein Uri-Bimmler. Man kennt ihn, der Ole-Echte. Gut, wo ihn genau hätte man theoretisch auch noch. Gut, die werden alle Coverage haben, abgesehen davon, aber das ist ja jetzt erst bei zweitrangig. Aber rein theoretisch können wir in der Kampfarena dann was reißen. Aber da machen wir jetzt tatsächlich einen Cliffhanger, Freunde der Sonne. Es tut mir leid, aber da machen wir beim nächsten Mal weiter. Ne? Heben wir uns ein bisschen was fürs nächste Mal auf. Heute haben wir es glaube ich, relativ gut erwischt. Ne? Ich gebe zu, der Bosskampf, der hätte vielleicht nicht sein müssen. Sage ich ganz ehrlich, da bin ich selber schuld. Da belange ich niemanden als zu mir selbst, weil wir hätten den Kampf vermeiden können, weil Psychokinese haben wir ja letzten Endes ja trotzdem schon gehabt. Von daher wollte ich ein bisschen Spannung und ein bisschen Würze reinbringen und ich glaube, das passt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz allem. Ja? Wir waren jetzt, wie gesagt, bis vor letzte Woche oder die Woche eigentlich sehr düster unterwegs mit Elden Ring. Und ich glaube, Pokémon war jetzt mal wieder sehr, sehr bunte, willkommene Abwechslung. Ganz ehrlich, ich habe Spaß gehabt. Ohne Witz. Ich freue mich, dass wir die Nuzlocke wieder weiterspielen können, bis das nächste Hauptprojekt kommt. Von daher glaube ich, ist es in Ordnung. War wieder eine coole Runde, es war ein Fest, das freut mich. Und in der Trostruine müssen wir auch noch. Stimmt, in die Ruine müssen wir auch noch schauen. Mr. Seijin, guter Call. Das müssen wir uns beim nächsten Mal noch anschauen. War eine nette Runde, Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Du willst uns nur Punkte klauen. Moment einmal, nein, ich gebe euch die Möglichkeit, Punkte zu gewinnen. Ja? Wenn ihr versagt, ist das nicht mein Problem. Just kidding. Ja, die Punktegeier und uns sind natürlich auch wieder auf seine Kosten gekommen. Ist ja eh ganz klar. Hey, und der Seijin hat es in Hall of Fame geschafft. Ich meine, was hältst du denn da davon? Pokis gehen immer, ja.
Also es ist ja in der Regel so, normalerweise, ich spiele in der Regel nur einmal im Jahr irgendein Pokémon-Projekt und es ist eigentlich immer eine Nuzlocke. Aber es ist ich war mir ganz am Anfang, ich glaube die erste Nuzlocke habe ich gespielt vor 3 Jahren und da war mir absolut nicht sicher, wie das ankommt. Beziehungsweise ich habe eigentlich damals, wie ich Streamen angefangen habe, auch mit einer Nuzlocke angefangen, weil ich da Bock drauf gehabt habe. Und dann ungefähr ein Jahr später, wo die Community dann schon ein bisschen größer war, als sie damals war, wo ich angefangen habe, war mir nicht sicher, aber leck, wir werden das ankommen. Pokémon ist eigentlich das ist so ein Thema, es gibt Leute, die mengen's und es gibt Leute, die mengen's nicht. Irgendwas dazwischen gibt's nicht. Und dann ist aber dieses Nuzlocke-Thema wirklich so gut angekommen, dass ich gesagt habe, okay, einmal im Jahr versuche ich, ein Nuzlocke zu machen. Deswegen, ja, kommt Pokémon immer mal wieder. Es ist kein Dauerrenner nicht, aber so ab und an, wie gesagt, so einmal im Jahr versuche ich, eine Nuzlocke zu machen. Und damit haben wir bisher eigentlich ganz gut gefahren. Also die Pokémon-Freunde unter uns, da haben ja einige mittlerweile in der Community, die werden versorgt, sage ich mal. Ja, also ich versuche immer alles Mögliche so ein bisschen abzudecken. Ne? Einmal im Jahr, das war doch schon öfter, ich bin verwirrt. Wir haben ja jetzt mittlerweile die 4. Nuzlocke, glaube ich. Müsste das jetzt auch. Aber es kommt immer nur in einen Abstand von einem Jahr. Tatsächlich. Also ich mache nie 2, 3 Nuzlockes in einem Jahr, weil das, ne? Und es gibt Leute, die sich vorher damit nicht auskennt haben. Ja, es soll ja angeblich Leute geben, die extra zwecks mir sich eine Konsole gekauft haben, damit sie Pokémon spielen können, weil ich Pokémon gespielt habe. Oder weil ich Mario Kart gespielt habe. Ich habe mir sagen lassen, das gibt's, das soll möglich gewesen sein. Es soll Leute geben, die haben sich Switch gekauft, einfach weil ich das getan habe. Ich weiß nicht. Was ist los mit euch? Ich verstehe es nicht. Glücksspielen kann süchtig machen, Hilfe und Input. Brichst du jetzt aus Erfahrung, oder wie? Ich fühle mich nicht angesprochen. Nein, ihr braucht euch nicht angesprochen. Ist ja mit Elden Ring jetzt genau das Gleiche. Weißt, ich sitze mir vor der Kamera, möchte einfach nur Elden Ring DLC spielen und auf einmal kriege ich 5, 6 Nachrichten auf Discord, hey, fang jetzt Elden Ring an. Really? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht, was das ist. Aber es ist schön. So, schon, weil wo ist mein Sponsoring? Verdammt nochmal. Nintendo ist mir Sponsoring schuldig, FromSoft ist mir Sponsoring schuldig. Hallo Geld, wo? Nein, ist natürlich nur Spaß. Da klar. Na gut. Freunde, der nächste Stream wird voraussichtlich Mittwoch sein. Oder ganz spontan eventuell morgen, aber das kann ich nicht versprechen. Da machen wir aber dann im Bloodborne weiter. Also es läuft jetzt wieder wie gewohnt ab. Also ein mit das. Mit Bloodborne sollten wir im nächsten Stream fertig werden. Mit dem Main Game. Vielleicht brauchen wir noch 2 Streams. Ich weiß es nicht. Ich muss mir da morgen oder heute Abend, wenn ich mal Zeit habe, nochmal genau schlau machen, welche Kelch-Dungeons ich machen muss, um Lady Yana zu töten. Weil das ist ja das einzige Achievement, was man auf der PlayStation noch abgeht für Platin. Und ich habe ja gesagt, ich möchte Bloodborne platinieren on Stream. Das war ja unter anderem auch der Grund, warum wir Bloodborne angefangen haben. Ich habe 2 Dungeons schon gemacht, um 5, glaube ich, muss man machen. Jetzt hängt es halt natürlich davon ab, wie stark halten mich die Bosse in den Dungeons auf. Aber in der Regel sollten wir mit dem Main Game von Bloodborne noch einen Stream brauchen. Ne? Jetzt bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich noch Bloodborne nahtloses DLC spiele oder ob ich mir das DLC für Richtung Weihnachten aufhebe. Weil, ganz ehrlich, es ist zwar so, ich habe schon Bock auf Souls-Spiele, aber ich bin dann jetzt tatsächlich froh, wenn ich einmal einen kleinen anderen Farbanstrich für mich im Stream und auch für euch im Stream bieten kann. Ne? Es ist ganz geil so, aber ich glaube, uns allen tut eine kleine Abwechslung gut und das Projekt, was nach Bloodborne kam, da wart ihr mit Sicherheit alle addicted. Ich hab's schon mal gesagt bei Elden Ring, ich werde es jetzt nochmal sagen, weil die Katze, glaube ich, schon mehr oder weniger aus dem Sack ist. Nach Bloodborne ist nämlich ein Multi-Projekt geplant, mit der lieben Yassi zusammen, und zwar Monster Hunter World. Wir spielen im Koop Monster Hunter World und ja, das dürft ihr dann auf beiden Seiten genießen, sowohl bei mir als auch bei Yassi. Da stehen aber die genauen Planungen noch nicht. Wie gesagt, da muss ich mit der Yassi dann reden, wenn es soweit ist, wie wir es jetzt letztendlich machen, weil die Yassi ist ja unter der Woche deutlich öfter live, als ich das bin. Aber wir finden da auf alle Fälle einen Weg und ja, ich glaube, auf Monster Hunter hätte ich brutal Bock, aber sowas glaube ich nicht, nur weiß ich sogar. Die Yassi hat auch Bock auf Monster Hunter, da haben wir, glaube ich, vor 3 Monaten schon mal geredet.
Und ich glaube, für euch ist es dann auch mal eine schöne Abwechslung, wenn man halt nicht immer nur Souls-like spielt. Vor allem, ihr dürft nicht vergessen, es wird noch sehr Souls-lastig dieses Jahr, okay? Es wird im August Black Myth kommen, das werden wir spielen, ist ein Souls-like. Ich möchte Sekiro noch on-stream spielen heuer, weil mir da genauso wie in Bloodborne nur noch eine Trophäe abgeht für Platin. Auch das will ich on-stream platinieren. Ich hätte noch Dark Souls 3 Mod installiert, das wo quasi sozusagen mehr oder weniger Dark Souls 4 sein soll. Das werden wir uns wahrscheinlich noch heuer anschauen. Also es wird noch sehr Souls-lastig. Also die Souls-Spieler unter uns kommen auf alle Fälle auf seine Kosten heuer. Und daher denken wir halt, schier bis Bloodborne die jetzt vielleicht noch ein bisschen nach hinten. Ne? Aber spielen du es auf jeden Fall. Auch on-stream. Weil das habe ich tatsächlich selber noch nie gespielt. Ich habe es gesehen, aber gespielt tatsächlich nie. Monster Hunter hat einen meiner Lieblingsdrachen überhaupt. Monster Hunter hat viele Drachen. Man hätte jetzt nicht raten, weil da glaube ich sitzen wir morgen noch da. Monster Hunter hat sehr viele Drachen. Morgen kann ich leider nicht, da wir auf dem Kinderbürgerfest sind. Mr. Cartman, Sie brauchen sich dafür überhaupt nicht rechtfertigen. Wenn Sie da haben, freut es mich. Und wenn Sie was Besseres zu tun haben, dann ist das völlig fein so. Genießen Sie ein Wochenende. Tun Sie sich da nicht oben. Einmal Renegade Platinum Nuzlocke, Omega Rubin, Casual Karmesin Obroha, New Pokémon Snap, ja gut, das war ein Stream einmal, Pokémon Blau Nuzlocke und Platin Nuzlocke Switch. Ja, stimmt, und Inclement Emerald, die habe ich angefangen, aber dann abgebrochen, weil da ist der Umbau dazwischen gekommen und dann wollte ich nicht nochmal von vorne anfangen. Obwohl Inclement Emerald war halt schon ein geiler Hack, aber das war für euch als Zuseher viel zu trocken. Deswegen, ich wollte ja diesmal, die Nuzlocke jetzt hier, die ist ja deswegen entstanden, weil ich halt eine Nuzlocke spielen wollte, wo ich einfach viel spontaner agieren muss. Ich will mir nicht jeden Kampf hinsitzen, eine halbe Stunde kelten und predikten und was weiß ich was und dann 5 Minuten kämpfen und dann wieder eine halbe Stunde berechnen. Das ist für euch nicht schön zum Zuschauen. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich einen Nuzlocke mache, mache ich es so wie die jetzt. Spontan rein ins Viech und schauen, was passiert. Ist für mich interessanter und für euch zum Zuschauen auch schöner. Wenn ihr dem begegnet, werde ich dann schon schreien, ist er in Iceborne oder im normaler im Hobby? Also es ist Monster Hunter World in dem Fall, ne? Aber gut. Wenn ein Iceborne ist, ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen überschaubarer. Aber wie gesagt, es gibt so viele Drachen in Monster Hunter World. Also rein von der Musik her ist der Alatrion mein Lieblingsdrache. Also nur von der Musik her. Vom Design her gefällt mir der Alatrion jetzt nicht so stark, aber Musik vom Alatrion ist geil. Aber gut, da haben wir Deasion, also Deas ist da noch etwas weg. Also bis wir beim Alatrion haben, da werden einige Stunden vergangen sein. Also wenn sie soweit spielen möchte. Das ist natürlich, riecht mich da ganz nach der Yassi. Der dürfte, glaube ich, noch vor Iceborne sein. Okay, dann also im Main Game. Okay. Ich sage jetzt einfach, ich werde nur einmal raten. Ich sage jetzt einfach Kushala. Ob er sie ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, kannst jetzt einfach ja oder nein schreiben. Und wenn du nein schreibst, dann los ich mich überraschen. Gut, Leils, ich schaue mir schnell ganz kurz, zu wem ich euch schicken darf. Chicken. Na, fast. Okay. Habt ihr Bock auf Witcher? Ihr könnt den Witcher 3 anbieten. Theoretisch. Oder Dungeons of irgendwas. Wobei ein Narius haben wir wirklich schon. Ja, okay. Okay, überzeugt, wir haben einen Narius schon lange nicht mehr geradet. Schick zum Narius. Okay, ist das fein? Ich weiß nicht, Dungeons of Hinterdupfing, weiß ich nicht. Hinterberg. Ja, fast Hinterdupfing und Hinterberg. Fast das gleiche. Gut, Leute, hey, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich narrisch gefreut. Schön, dass euch Pokémon wieder genauso gefällt wie mir. Und dass, dass Freude daran habt. Wir sehen uns sehr, sehr spontan morgen. Aber geht's mal nicht davon aus. Oder spätestens am Mittwoch, okay? Ich werde es in Discord einstellen, einen Streamplan für die kommende Woche, wo es Phase ist, dann kriegt ihr es mit, okay? Für die Leute, die noch nicht auf Discord haben, zieht es in Erwägung, einen weiteren Server hinzuzufügen, den ihr stummt, aber nur für den Fall,
wenn ihr es wissen möchtet, wann, wo es wie gestreamt wird, schaut einfach auf Discord. Ausrufezeichen Discord, dann sollte da ein Link erscheinen und dann kannst du gern draufkommen. Bitte, Dankeschön. Gut, Leute, ich wünsche euch einen schönen Samstag, ein schönes Restwochenende, sollten wir uns morgen nicht hören. Macht es gemütlich, okay? Vielleicht unternehmt ihr irgendetwas oder zockt einfach den ganzen Tag schonungslos, ist auch in Ordnung. Merci fürs Dosa. Ich wünsche euch viel Spaß beim Narias. Lust zur Liebe, da ist ein österreichischer Streamer-Kollege, ist ein sehr sympathischer Typ, der hat es verdient. Bitte ein bisschen Liebe zeigen, wenn es geht, okay? Und dann sehen wir uns spätestens Mittwoch wieder mit wahrscheinlich am Bloodborne-Finale, okay? Haut euch eine, bis die Tage oder Stunden. Servus und bis zum nächsten Mal. Für euch.